So, sobald sich die Recent Events bewegen, weiß ich, der Timmy Boy ist auch da, dann muss ich auf Start drücken. Brauche ich nicht mehr auf Durchschauen, das ist gut für mich. So, wieso sehe ich mich selber nicht, wieso höre ich mich selber nicht, was ist da los? Ah, jetzt haben wir wieder. Das ist gut. Das ist gut für uns. Ja, das ist gut für uns. Ich bin da. Timmy Boy, kriegst du wieder daheim. Hashtag Popomann. Haben wir schon lange nicht mehr gehört. Haben den ganzen restlichen Saufen! Hobby! Halt einfach mal anders rundum, weil was tut man sonst? Bist du nicht ein bisschen früher dran? Wieso nicht? Bist du wahnsinnig. Punkt 20 ist. Herr Tom, jetzt kriegst du mal in den Sauerfein, wenn nichts passiert. Real gut geil, Schluss damit! Sidewinder Max, sorry. Franz, Kriminalfeier, wie oft muss ich jetzt so sagen, dass am Anfang die scheiß Resubs von YouTube nicht gängen? Kruzifix! Das Mobradl hat es nicht gewusst, der ist gerade ein neues Mitglied geworden, das wird leider nicht angezeigt in den ersten 2 Minuten, das ist ein bisschen schade, aber das machen wir gleich. Kriegst du ein Privatkonzert mit der Tröte, jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen rein. Habe die Eier an den Herrn Gromit, an den Scarecrow, an den Hound, an den Dr. Müller, an den Icarus, an den Staudi, an die Wife und den Rest der Mods, an den Firehunter, an den Zampal, an den Forest Squad, da haben wir schon gehabt. Bazooka John, an den Riesen Mike. Muss ich ein wenig scrollen, damit ich auch wieder mal was sehe. An den Baumer, an den Meister, an den Herrn Bayert, haben wir an den Staudi, an den Grotzer, an die Leuchtrauschkugel, an die Steffi, an den Randsteinbirne, an den Meister und überhaupt sowieso. So, leckt's mir am Arsch. Ich hab die ganze Woche, holy shit, ladies and gentlemen, what a weekend, hä? Haut's auf den Like, es krampt mich, schreibt das Umselglück. Recht hat er. Recht hat er! Schaut mal gut aus, oder was? So, ich sag's gleich schon vorweg, ich hab keine Sekunde Zeit gehabt für Raft. Ich sag's gleich vorweg. Was sollen wir heute denn? Wir bauen $1 Timmy Boy! Dann wäre ich ja für Verspätungen verantwortlich. Das ist nichts. Lassen wir bitte gleich, das lassen wir gleich wieder bleiben. So, jetzt müssen wir erst einmal ein Mitglied begrüßen. So schaut's aus. Herr Mobrandl! Jetzt kommt der Müller-Sepp daher, Kruzifix. Was schreibt er? Der Chef hab in der Winterpause nochmal die KCD2-Streams angeschaut. Aha. Ich bin wieder verwundert, was das für Abretscher Spü ist und hab lachen müssen, wie oft du nu GSAGT hättest das im Herbst 25 GTA. Das glaube ich hat zu dem Zeitpunkt jeder gesagt. Da wusste noch keiner, dass man jedes Jahr mit dem typischen Entwickler vierten Quadratbeitel mit ganz viel Text drin abgespeist werden, was heißt, wir haben nicht kommen sehen, nur wenn wir zwar schon 68 Jahre später, jetzt geht's uns doch um 14 Monate nicht aus. Es kommt doch nächstes Jahr im November. Merci dir und 24 Euro sind 2 Kruzifix, ziehen gebe ich mehr wie 68 Monate. Ein fettes, frohes, nice Jahr. Bruder, schon mal durchgeschaut. Ist schon eine Woche vorbei. Ist schon Mitte Januar, Mann. Bestre. So. Welcome to the Squad, Mr. Bestere und der Mobrandl. Ab in den Chat, wenn er mitmacht, ist raus. So schaut's aus. Weißt du, was ich weiß? Ja, wie mehr sind wir 20 Monate. Habe Tritt zurück, Sapse, mehr als 36 Monate. Der einzige Gute am krank sein, man kann definitiv live dabei sein. Chris aus dem Erkältungsbad. Hashtag Dreckswetter. Besser, krank schreiben. Besser Leben, Alter. In der Badwanne drin, das lobe ich mir. Ja, gute Besserung, ne? Steffi, mehr als 62 Monate. Hi, Happen. Auf weitere 62 Monate haben wirklich geistig. Ja, jetzt, okay. Jetzt kommt's wieder runter. Schluss mit Donations. Freunde der Sonne, ich bin erstaunt, wie nahezu reibungslos NX läuft. Bedanke mich ganz herzlich bei jedem, der sich registriert und spielt. Ich hoffe, Sie haben Spaß. Bedanke mich doppelt stark bei alle Supporter-Accounts. Und darum ist jetzt Schluss mit Resubs und Donations da einer scheißen. Kruzifix nochmal. Oder die Chatter jetzt machen mich fertig. Ich häng nur in 7 Days, renn bei der Nacht in einem Bunker rum und dann blärt mich der Alert da. Herzkasperl. Da ist der Alert, der größte Problem. Wenn ich daneben sitze. Serious? Wann immer der das Jahr kimmt. Was nochmal? Was? Das ist nicht so, da gibt es jetzt wieder Mitgliedschaften umsonst, oder was? Da war Hicke! Lilly Vanilli oder so. Welcome to this. Leute, danke schön. Welcome to the Squad. Danke schön für die Mitgliedschaft. Danke für die Donations. Danke für die Resubs. Chillt jetzt mal die scheiß Knierscheiben. Ich komme überhaupt nicht mehr klar. Hier, ich muss am dritten Monitor im Auge behalten, ob ich in NX angegriffen wird. So, wir schauen aus. Tom, Schuss jetzt! Wenn der neue 3D-Drucker doch billiger war als gedacht.
auf geiles High-Happen-Steckern. Da merci dir. Du musst aufhören damit. Du musst aufhören damit. Das kann... Wenn der neue 3D-Drucker doch billiger war als gedacht. Auf geiles High-Happen stegern. Von hinten mehr als für 30 Monate, Schulz mehr als für 68 Monate. Iron Sky. Geht's bei dir mittlerweile schon? Da wo ich heute noch... Okay. Stau dich. Hi Chef, wenn ma dir Essen aus Dinosaurierfleisch spendet, ist es dann Dino-Döner Dono. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen T-Rex Sauropode T-Rex Sauropode T-Rex Sauropode. Ja, du weißt es aber. Hat jemals ein Streamer gebracht, dass er zu einer 50-Euro-Donation sagt, halt dein Maul? Mein Ich Kumpel weiß nicht. Konsti hat am Freitag seine Theorieprüfung. Viel Glück, C. Was? Staudi, merci dir. Dreifach merci, du weißt warum. Du bist nicht so Gaudi in der Supporter-Ranglisten ganz oben. Jetzt pass auf, der Grüße aus dem Chat, wollen wir einen Gruß auswerfen und einen Gefallen bitten. Mein Kumpel Konsti hat am Freitag seine Theorieprüfung. Viel Glück. Weißt du, da habe ich voll die gute Idee. Achtung, ich habe voll die gute Idee. Keiner, dem sagst du jetzt, er soll gefälligst lernen und sich nicht von uns viel Glück wünschen lassen. So hat noch keiner eine Theorieprüfung bestanden. Was für Theorieprüfung überhaupt? Der Führerschein Astrophysik! Was? Ich brauche Informationen! Informationen brauche ich! Leute, Dankeschön. Cyberfox, merci, Dr. Müller. Oh, hoppala. So, das war die sogenannte Drop the Bass Dono. Sound, Real Life Alert. Dr. Müller, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Mr. Wendando, merci für den Zügel 50 Sonntag, Ruhetag, merci für 48 Monate. Wer ist überhaupt, wo Herz auf jetzt? Um Punkt 10 nachfahren, weil wir sonst nicht fertig werden. Wir müssen heute verdammt nochmal einen Community-Zack für nächste Woche vorbereiten. Habe ich eine Idee? Verstehst? Das ist eine super Idee, das weiß ich nicht, das ist mir aber auch scheißegal. Kann man eigentlich 4 Boote gleichzeitig bauen? Bleib doch bei Herrn Abagjung. Woher soll denn nicht schmecken, wenn du vorher keiner Abak hast und jetzt heißt Kano 48 minus MJ05? Dass du der keiner Abak bist? Was ist denn? Hör mal halt wieder komplett aus der Lebenshilfe ausbrochen, oder was? Spreng ich, das geht so in eine grobe Richtung, ja. So, wo haben wir ihn? Gut, ich hör's jetzt auf mit der Geldschmeißerei. Raus auf Maxim, merci dir. Der Meister auf ins Heizerwürsteln und grüß das Österreich. Woher sonst? Kuss auf die Nuss, merci dir. Wer ist überhaupt dran? Sonntag, Ruhetag, merci für 48 Mal. Herzlichen Glückwunsch uns beiden. Ich sage uns Servus miteinander oder sollte ich lieber hier Hi sagen? Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch. Das war der Zampball. Anna, schreibt es halt dann wenigstens, ohne Scheiß, wenn ihr jemals einem Freund Annex empfehlt, dann schreibt es bitte wenigstens richtig. Ich hab mir so viel Mühe bei der Namensgebung gegeben, dass man ja nicht mehr wie 4 Buchstaben in den Namen eintut und selbst das wird ja falsch geschrieben. Das heißt nicht Annex, das heißt nix. Jetzt kommt ihr noch her. So, Iron Obi und Iron Sky, seid ihr dieselben oder was ist da los? Hm? Ja, Kimmel. Amol a Jogrestono einaon. Wegen dir bin i süchtig noch rafft und hätt schon fast mei Tastor gekillt. XT liebe Grüße aus Österreich. Ja, in der 50er unten steht, ist mir schon klar, dass du Österreich kennst. Der Deutsche von Welt hat kein Geld mehr. Ja, geben mir dir. Das ist sauber 2 und du weißt es. Iron Obi. Welcome to the Squad, Kuss auf die Nuss, Soulfly, merci für 35 Monate, Zampal, merci, Flea Frankie, merci für 44 Monate, Tagal, merci für den 15er, schöne Grüße aus Wern, ich wünsche dir zurück, Wolfric, merci für 48 Monate und Maxi, merci für den 25 Leute, Dankeschön. Kanex, Ahex, Aral, Annex, Ajax, Annex, aber nur im Passiv-Squad, was ist diese Annex, von dem alle Bros reden? Und zerfutzt jetzt kriegt ich raus da aus mit euch. So, 10 noch jetzt! Ich mach jetzt nichts mehr hören und nichts mehr singen! Von einer Scheiß stirbt sowieso wieder 25 mehr, wir werden sowieso nicht fertig. So, starten wir das Spiel, es dauert sowieso wieder eine Viertelstunde. Jetzt mal kurz im Ernst, ich bin wirklich sehr zufrieden, wie Annex läuft.
Ich bin mir darüber bewusst, dass der Server ab und zu einen Schnackler hat. Ich bin dabei. Ich glaube, das ist aber seit 2 Tagen schon besser. Ich glaube, ich habe den Übeltäter nämlich schon gefunden. Der bin ich selbst. Mein Admin-Bereich fragt eine ziemlich narische Geschichte ab, immer wieder mal. Und ich kann durchaus dafür sorgen, dass einzelne Personen nicht reproduzierbar da Riesenprobleme haben. Mich würde mittlerweile aber trotzdem interessieren, ob der Iron Sky mittlerweile sprengen kann, weil bei dem war es ja ganz narrisch. In Real Life wieder zum Seng und nicht nur assgelbe Wortannex sich vor Lachen auf dem Boden. Wer sagt, dass das gelbe Wort ich bin? Oh, wie's dede heit gefreist und nicht mit. Meine dummen Fragen in Game Room. Der Depth-Counter geht nicht, ich hab keine Zeit für einen Depth-Counter gehabt. Den wurstelt man dabei schon durch. Leute, danke, ich mach jetzt die Alerts aus, das ist nicht ganz dicht, Alter. Ist mir dieselbe Scheiße, ist ja Wahnsinn mit euch. So, jetzt passen wir auf, hab ich da irgendwas, das sauber so geht. Mümmelmann. So, das wir umschalten jetzt da. So, Schluss jetzt. Leute, Dankeschön. Seriously. Macht das die Woche wieder Sinn, dass wir da auf der rechten Seite der Renten sind? Ich glaube schon, gell? Kev, merci für 3 Monate, Tobi, merci für den 5er, David, merci, Grantlerbart, merci, Domi, merci, Aki, Nomi, merci und überhaupt und sowieso. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum sehen... Ich bin beinahe hergespielt. Warum schau ich so komisch blass? Aber der Monitor wieder herstrahlt. So, mit dem wir überhaupt nicht lange umeinander können. Ja, aber das letzte Mal gespielt. Ja. Ich hätte natürlich jetzt da einen Teufel verzeihen können, so mit, ich habe 8 Stunden lang eingespielt und dann bin ich gestorben. Scheiße. Dafür bin ich jetzt der absolute Pro-Gamer in dem Spiel. Da fällt sich hinterm von nichts. Ich habe bloß auch vergessen zum Speichern, das ist ganz blöd hergegangen. Scheiße, ganz blöd hergegangen heute. Das ist deppert. So, wo waren wir? Ich weiß ja, dass wir Holzbregel gehabt haben, einen Grill, dass wir Probleme mit diversen Tassen gehabt haben und ja. So, da sind wir! Hello! Was ist denn da jetzt wieder? Warum ist jetzt Maus... was? Okay. Fassle! Haben wir schon, sehe ich schon, haben wir schon durch. So, jetzt muss ich erst einmal was essen. Essen... Was schwarz denn da? Was tut denn da so? Das ist die Sachen im Bund. Ah ja, das ist unser... was ist denn das da? Dekorationspaket, Alter. Ich hab keinen Platz für ein Dekorationspaket. Deine Mama ist ein Dekorationspaket. So, jetzt haben wir da. Jetzt muss ich da erst einmal auf Escape drücken und Pause. Man kommt doch nicht auf Pause drücken. Kommt doch nicht auf Pause. Gibt's da keine Pause? Okay. So. Einstellungen. Steuerung. Maus sehen Sie. Kannst gleich wieder, weißt du, wie es ist. Leute, Dankeschön. Kann er Sepp, kannst du, hat Gesellenprüfungschef, #ZeroDip. Ja, sehr, okay. Fake-Klick. Trotzdem da empfehlen zu lernen. Und nicht, es wird da in der Theorieprüfung nicht viel bringen, wenn es dir hinstellt und sagt, ja, aber der Birger, YouTuber von Welt, der hat mir viel Glück gewünscht. Wieso bin ich jetzt da durchgefallen? Verstehe ich nicht. So, jetzt passen wir auf, jetzt muss ich erstmal die Lage hier sondieren. Warum kann man denn nicht auf Pause drücken? Ich darf gerne in Ruhe erklären, was ich tue. Braucht frisches Wasser, ja genau, das war eigentlich der größte Struggle in dem Spiel. Das ist so, Salzwasser rein, hat's glaube ich geheißen. Taster hingeschissen, Flüssigkeit aus, ein, mit Süßwasser füllen. Süßwasser füllen und gießt mir erstmal was. Ja, dann schenken wir nochmal was hinten rein. Tasse voll Salzwasser platzieren. Ja, das passt schon. So, da müssen wir ein wenig Holz einlegen, damit sie das Außerbrot aufnehmen. Warum das rausfällt, das weiß ich nicht. Ich habe schon gesehen, wir brauchen Kisten. Kistige Kiste, wie ist das gegangen? Top, haben wir schon da. Also, ich versuche einmal kurz grob zu erklären. Nächste Woche gibt es einen. Ich hoffe jetzt, dass das Spiel weiterhin herhält, aber das hat letzte Woche schon Spaß gemacht. Das hat Potential. Und wir spielen auf alle Fälle einen Community-Zock. Wie der ausschaut, habe ich mir gedacht. Entweder wir machen so eine Art Kruzifix. Wo ist denn jetzt die komische Rühm hin, die wo ich gegrillt habe? Die wo gibt's nicht. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Dann friese ich jetzt die Rühm da. Tu mir die Rühm jetzt daher. So, hier essen. Warum dreht uns eigentlich so komisch? Warum dreht... Hör's einfach auf Floß, neben meinem Floß! Da spring ich um, loot das schnell, dann schnell wieder zurück. Oh shit, lebt der Hai? Ah! So viel dazu. Kruzifix ist der Dreckteufel schnell. Bist du besoffen oder was? So, wir brauchen mal Kisten. Wir brauchen Kisten. Kleines Lager. Was kann das? Seil. Herstellen. Oh, das hab ich mir gemerkt. Schau, da kann man da herin direkt gleich craften. Tust du mal so ein Lager her. Tu immer mal ein Lager her. Scheiße. So, ich bin ins Mausrad ohne gekommen. Jetzt ist es fort, oder? Glas aufnehmen. Naja, wird schon passen. Nein, außer hat es geheißen, soll man das nicht. Wie tut man Sachen dran? R für sanftes Drehen. Hauptpflanze. Öffnen! So. Kann man einfach so machen?
Kann man nicht irgendwie Rechtsklick gibt und nimmt eins, das nimmt den ganzen Stack, kann man nicht einfach. Was ist das da? Da haben jetzt die 3 nachgekommen, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber jetzt probieren wir mal schnell was. Es zieht automatisch einen Schund um mich. Aha, aha. Aber kein sehr großes Lager. Fassel! Schwimmt durchs Floß durch. So, jetzt nehmen wir mal das da. Dann machen wir die Dekorationspakete mal auf. Das ist einmal das Erste, was wir tun. Sortiere rein, was schon drin ist. Richtig sprenge. Hab's schon verstanden. Und die schon wieder ausgezogen schon, hin. So, wo ist jetzt die zweite Kiste hin? Habe ich die schon genommen oder ist die... Ja, ich glaube auch, dass es mir irgendwo wurscht ist. So. Ah, das Ding, das sammelt schon einiges da. Das schaut vernünftig aus. Das schaut vernünftig aus. Nimm schon mal gelbe... Das ist wurscht, das ist keine gelbe Ruhe, aber das ist mir wurscht. Schauen wir mal, wie viel mehr Lehm das die gibt. Das scheiß gegrillte Ding gibt auch nicht mehr Lehm. Was ist das für ein Mist? Ja, gib mir Bladel. So. Also, jetzt passt so. Kann man in dem Spiel 4 Flöße gleichzeitig... Ist Plural von Floß Flöße? Ich weiß es nicht. Wir nennen es jetzt Flößis. Flößisse. Ich bin für Flößisse. Kann man 4 Flößisse gleichzeitig bauen? Der Sprecher hat mich schon durchschaut. Nein und nein. Ein Flößissen. Flosen. Kann man 4 Flöße gleichzeitig... Wieso nicht? Ja, man muss immer Droh bauen, oder? Man muss wirklich immer Droh bauen. Ja, ist kacke. Ich kann jetzt da nicht einfach, wie geht's Baumenü auf T war das, glaube ich, gell? Nein, das war's nicht. Wer sind Sie, oder? Flößinnen. Ja, ich bin auch Flößin. Hi, ich hab dich schon gehört. Das war mir schon klar, dass du daherkommst. Schleich dich. So, sehr schön. Lass du mal das sauber stehen da. Gibst du mal einen Hammer. Für weitere Teile halten. Block. Kann ich da nicht irgendwie reparieren können oder so? Ja, das werden wir schon wieder herausfinden im Laufe des Abends. Ja gut, dann muss leider Gottes die Idee von Floß Royal, Bullfloß Royal, den müssen wir dann leider Gottes wieder den Tisch hinunterkehren. Aber nächste Woche, ich kann ja maximal 4 Leute lassen. Das heißt, wir brauchen 3 Ausläufer. Dahinter und dahinter. Und da kriegt ja jeder ein 5x5 Plateau und kann da drauf bauen, was er will. Außer das Plateau zu erweitern. Und wer das Coolste baut, das stimmt dann die Community ab, der hat gewonnen. Und darf beim nächsten Mal weiterbauen und ich lade 2 neue Leute ein. Das glaube ich ist eine gute Idee. Was halten Sie davon? Was halten Sie davon? 3-mal Zipfe. Ich habe auch das Gefühl. So, und deswegen werden wir jetzt da einfach stringent weiter versuchen zum Überleben. Sachen zum Sammeln. Und Sachen zum Erforschen, damit wir ein bisschen mehr haben für nächstes Mal und das Ding da zum Bauen. Ist eine gute Idee. Das machen wir dann beim nächsten Mal wieder so. Ihr schreibt, und ich werde ausnahmslos Pro-Gamer einladen mit der meisten Playtime. Das sage ich euch auch gleich schon. Und dann will ich haben, da schreibt sie mir dann an. Ja, da, das ist so in die Richtung und dann brauchen wir noch hinten raus. Hinten raus geschwappt. Weißt du, was es ist? So. Und dann schreibt sie mir wie viel Playtime das habt. Ich schaue das mal auch nach, wie viel Playtime das ist habt. Sonst gibt nämlich der wie hat er geheißen in WoW? Der Goizep. und lügt sie wieder ein. Verstehst? Und dann lade ich die 3 brutalsten ein und dann könnt ihr mal umeinander Pro-Gamen. So schaut's aus. So, was braucht man mir eigentlich? Ich brauche ja Plastik. Schaut, dass er das nicht aus dem Lager nimmt. Irgendwo aber auch gut, vor allem wenn man zu dritt spielt. Ja. Hab schon verstanden. So, 3 mal raus. Also so 8. So 3 mal raus, 3 mal raus. Kann man da eigentlich reinfallen? Nein, sehr gut. 1, 2, 3. So. Ui, ich glaube, das haben wir schneller beieinander, wie wir meinen, du. Von hinten ist gut, von hinten gibt's kein Kind. Ich sag jetzt nichts. Mach, was du meinst. So, 1, 2, 3. So, immer Stickerl für Stickerl. Das kriegen wir schon. Habe ich da jetzt noch mehr ausgebaut? Da haben das quasi 4, ja genau. 1, 2, 3. Da, ich halt's! Ah! Nein! Mein Boot! Nein, nicht rein! Ja, wieso bin ich da jetzt so dumm wieder reingefallen, das Ganze aus ist? Krumm in Allfeier. So. Ich muss was trinken. Trinken!
Mit Süßwasser füllen, eingegossen in depperten Shell, jawohl, das werden wir wieder einplatzieren. Da brauchen wir mehr Planken. Und vielleicht kümmert man uns heute so ein bisschen, dass wir nicht da diese kleine Pimmelgrill und diesen kleinen Pimmelwasserstation da haben, sondern vielleicht die nächste größere Stufen haben, damit sie die Leute das dann nächste Woche nicht selber bauen müssen und das ewig aufhält. Das ist natürlich nichts. So, wir haben auch noch Kartoffeln. Wir haben noch Kartoffeln gehabt, das ist mal die Kartoffeln her. Die kann man doch mit Sicherheit auch grillen. So, gegarte Rübe. Machen wir so, und die fressen wir gleich. Es bringt auch nicht recht viel mehr, wenn die grillt ist, oder? Ich weiß jetzt auch nicht, aber da wird es dann einfach bloß schneller. Was haben wir denn da? Entfernen. Ja gut, das kriegen wir schon. Da, das lassen wir uns reingehen, das sind 3 Bladel. Bladel können wir natürlich brauchen. Wieso schwarzen da eigentlich? Warum gehen denn die Wellen so krass? Hört auf damit! Es darf halt nur Leute mitspielen, die das Baumenü nicht gelesen haben. Jetzt seid's nicht so gemein wie zu den Leuten, die ich sagen, jetzt lese halt einmal. Ich glaube, ich habe über das Wochenende am eigenen Leib erfahren, dass die Leute generell nichts lesen. Bürger, wir gehen das, Bürger, wir gehen das, Bürger, wir gehen das, das steht da. Bürger, wir gehen das steht da. Wir gehen das, das da steht. Ach so. Aber it is what it is. So. Wir brauchen nochmal, haben wir da schon wieder mit Süßwasser, was mit Süßwasser füllen? Ja. Und dann müssen wir die da gießen, trinken, Flüssigkeit einfüllen. Oder hat das jetzt funktioniert? Oder haben die jetzt gegossen oder nicht? Ich hab doch keine Ahnung. Salzwasser füllen, hier rein, Planke rein, mehr Kartoffel. Fressen wir gleich noch. Die gibt genauso viel. Da schwimmen da gute Kisten vorbei. Die nehmen wir natürlich tant. Den nehmen wir tant. Und ansonsten hagelt wir umeinander die letzten Deppen. Bisschen forschen, bisschen basteln. Weißt du, was ist? So, wir haben keinen Kunststoff. Wir brauchen mehr Kunststoff. Tu mir den ganzen Plastikmüll her. Ja, so nicht. Ist die eine Seite nicht länger jetzt? 1, 2, 3 Elemente. 1, 2, 3 Elemente. Ja, natürlich musst du am Arsch der Welt hinten irgendwo umeinander ohne beißen. Du Arschloch, du Kreislegs. Schau, langgewenst. Was schwer wird, wenn ich da so rundum schaue, aber gut. Das ist ja nicht mein Problem. So haben sie gelernt, dass er sagt, das ist mein Floß. Kombiniere. Fassel brauche ich. Da ist der Schund drin. Ja, hier können wir bauen. Schön. Hier haben wir wieder Matz. Dann bauen wir da hinten raus. Und dann bauen wir, jetzt pass auf, da haben es 3 Elemente. 1, 2, 3. Dann bauen wir da einen her. Und dann links und rechts. Und dann haben wir mal so grob. Weißt du, wie es ist. Und das ist halt von außen, ne? Kennen wir uns aus? Und wir brauchen mehr sichere Netze, dass wir mehr Materialien herschwammen. Jetzt kannst du mal zum Umeinanderstürmen aufhören, weil das geht mir auf. Inselige Insel! Die werden wir mal besuchen müssen. Das wird uns nicht helfen. Da werden wir jetzt das segeln. Wie tut man Segel segeln? Wie tut man das? Ja. Sanftes Segel! Und dann hier, hoppala. So, da oben. Den Hagel wollte ich nicht hageln. Dann nehme ich den wieder. Ja. So, wir dürfen uns dann langsam einen neuen Speer bauen. Und finster wird es auch schon wieder. Bett haben wir. Ja, das schaut alles gut aus. Das schaut. Ernte. Wie ist das gleich wieder gegangen? Rübe. Salzwasser rein. Planke platzieren. Mit Süßwasser füllen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert. Letztes Mal ist doch da Gießen dort gestanden, oder nicht? Bin mir nicht sicher. Nein, bin ich mir nicht sicher. Ist jetzt da was drin oder nicht? Machen wir so. Da haben wir noch mehr Rübal drauf, passt. Aber wäre es nicht besser, wenn man erst die Ressourcen sammelt und nicht gleich anbaut? Wenn der Hai-Übergang kaputt macht, treibt das andere ja weg. Das ist ja dann euer Problem. Und nicht meins. Oh, was ist denn da auf der Insel? Schon da leicht was. Das schauen wir uns an. Haben wir mir irgendwelche Waffen? Nicht so wirklich, gell? Nicht so 100% wirklich. Storner-Ressourcen, die wir mal her. Das da brauchen wir nicht, das da brauchen wir. Was ist denn das? Glas? Wo bin das her? Keine Ahnung. Das der wir mal da die Samen. Oder das sind Ananas. Die hätten wir eigentlich abpflanzen sollen. Das merken wir uns für nachher. Fischi haben wir auch am Start. Seile. Und ansonsten schaut eigentlich alles ganz gemütlich aus. Das brauchen wir, glaube ich, nicht im Inventar. Was ist da wieder? Jetzt müssen wir schon wieder was trinken. Also ich finde, dass Hunger und Durst schon gescheit schnell verfallen. Gell? Also da muss ich schon sagen, das kann man ein wenig humaner gestalten, aber gut. So. Mit dem jetzt da einmal schlafi. Und dann hoffen wir, dass die Insel noch da ist. Ja, die ist noch da. So, wie können wir jetzt da... Oh Gott, ich hab Hunger, wird Flack. Ist unser Gegrilltes fertig. Wo ist der Grill? Hallo Grill. Da ist der Grill.
So, rein damit. Oh, jede scheiß Kartoffel einzeln in der Säge. Jetzt sagt der Blinde, dass da auch den Platz haben. Du Trottel, du Traurige. Bin mit nichts beschäftigt, außer... Nur damit ist Flüssigkeit einfüllen. Süßwasser füllen, saufen wir gleich nochmal hinten rein. Machen wir so, jetzt kümmern wir uns, dass unsere Leisten einmal voll sind. Bauen Wurfanker. Das ist keine schlechte Idee. So, wie ist das gleich wieder gegangen? Da muss ich einen Hammer in die Hand nehmen, oder? Hier. Oh, nein, wie geht ins Baumenü gleich wieder? So. Was ist das schon? Plastikkarten, Haiköder, Paddel, Wimpel, Segel, Wurfanker. Was brauchen wir da? Da brauchen wir noch zweimal Seil. Und dann haben wir einen Wurfanker. Der ist aber dann fort, wenn ich mich richtig erinnert. Da haben wir noch irgendein Dekorationspaket gekriegt. Der ist dann fort, wenn man mir einen Federkiel kriegt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Den kann ich nicht fressen. Was soll ich damit? Wie funktioniert das? Ach, den muss ich da... Baue ich den einfach da so hin und dann kann ich ankern, oder wie läuft das? Weil dann baue ich den jetzt einfach da so her. Da wird der Hai schon nicht... Er beißt bevorzugt, glaube ich, so in Ecken. Ich tue den jetzt einfach mal da her und schaue, wie läuft das? Baue ich den da jetzt hin und muss ihn dann aktivieren, dass er mich festhält? Oder baue ich den hin und er ist sofort... Sie wissen schon. Vogel. So normal habe ich, glaube ich, noch nie Vogel gesehen. Ah! Alter, der beißt da halt sofort ins Gesicht, das Arschloch, das Kreiselige. Kruzifix, ich bin bloß schnell da runtergefallen, jetzt hau halt ab dann. So, wir segeln mal noch weiter rein. Okay, ich muss dann nicht da ohne. Musst selber schmeißen, braucht aktivieren. Okay, sehr gut. Sehr gut, da müssen wir uns aber noch ein bisschen nähern, weil offensichtlich, wenn man 1 Millisekunden in der Hai, was der Hai tut, der sägt mein Floß von unten und sitzt so davor. So. Na, sag ich doch. Sag ich denn. Möchtest du wetten, dass der Speer jetzt kaputt geht? 1, 2. Ja, super! Gut haben wir's gemacht! Du Penner! Gesundheit für weitere Teile halten. Blockauswahl. Der Mann ist eine Blockauswahl. Der Mann ist der ganze Block, wenn ich so drüber nachdenke. So. Ja, Leute, ein Stück Oberbissen, das hilft eh nicht. So, wo ist jetzt die Insel eigentlich? Warum können wir noch nicht steil? Für was haben wir Segel gebaut, Alter? Ist es möglich, dass größere Boote mehr Segel brauchen? Also in echt, ja, alles mir bewusst. Ha? Bevor du auf Insel gehst, leer den Inventar bis auf Speer und Axt, da gibt's Wildschweine. Ah, okay, das sind einmal Pro-Tipps, die kann ich brauchen. Das ist zwar ein bisschen Spoilering, aber... Vogel! Hau ab! Ja, genau, das möchte aber auch hoffen, das nächste Mal kriegst du einen Pfeil in der... Wir haben in der Schule mal gelernt, dass Fisch... Also das sagt man eigentlich bei alle Viecher, glaube ich, so ein bisschen. Aber speziell bei Fisch, glaube ich, sagt man nicht Arschloch, sondern After. Wir haben uns natürlich als 8-Jährige, 10-Jährige, 12-Jährige köstlich darüber amüsiert. Du verdammter After. Gibt es vielleicht so einen Begriff für Vögelarschlöcher? Wo ist die Kloake? Ja, tatsächlich. Habe ich keine Blanken mehr, oder was? Herr Kruzifix, wir haben nichts mehr. Wir müssen jetzt... Wo ist jetzt die Insel hin? Mann, wir fahren immer weiter weg von der Insel. Was ist mit dir? Da, Hummiseisdüdeln! Die gute alte Kloake. Wie konnte ich die vergessen? Warum fällt mir da spontan der Satz Anlaufstock gleich? Ich weiß es nicht. Aber gut, so, wir können nichts mehr zum Essen brodeln. Mann, du paddeln. Stimmt, wir können ja paddeln. Nein, ja. Ja, paddeln. Geht's da, wieso kann ich nicht schnell erlauben? Was ist denn jetzt? Was, seit wann sagt's von dir? So ein Scheiß. Jetzt fressen wir erstmal den Scheiß, dann fressen wir den Scheiß, dann fressen wir den Scheiß. Ja, ein bisschen mehr gibt's schon, wenn man's brot, gell? Ich paddel die eins! Ich paddel jetzt. Wenn ich da oben bleib? Ja, natürlich. Wer kennt es nicht? Das sogenannte Holz-Plastik-Paddel, wenn man 3-mal ins Wasser einfährt, geht's kaputt. So, wir fahren genau da in die Bucht rein. Und da ankert man irgendwo und dann werden wir schon irgendwie auf die Insel kommen da. So, ich paddel. Der Zampal hat gecheckt, um was gegangen ist. Mist, war so hart am PoE 2 Flohbeiten, dass ich vergessen hab, dass Montag ist. Da, hoppa! Wer bist denn schon?
Ist ein Arbiter schon down? Das Pinnacle Boss ist auch schon down. Was ist da los? Wie broken ist die Economy? Ich will alles wissen. Jürgen spielt eigentlich der Mom auch nichts? Nein, natürlich nicht. Wi-Fi, das ist eine Frage. Der eine Steg hat nur 3 Blöcke, außer die anderen 4. Lass mal in Ruhe. Franz! Der eine Steg hat nur 3 Blöcke, außer die anderen 4. Lass mich jetzt in Ruhe! Ich möchte jetzt da ohne paddeln! Und dann gehen wir ankern, hat's geheißen, die müssen wir erst noch irgendwo hinbauen. Also wurscht, wo man hinbauen, wenn er dann eh weg ist. Bauen wir hin. So. Stell dir vor, du paddelst 50 Meter zu einer Insel. Oh, jetzt fahren wir gleich an. Geht das Floß kaputt? Weiß nicht, die ankert jetzt da. Und dann? Dazwischenreden, paddel ich euch eins. Nicht aufpassen und schon gibt's eins mit dem Paddel. So, kommt jetzt da der Scheißdreckshai auch aus dem oh, mir wurde geraten, dass ich das Inventar ausleihe. Ja, alles mit der Ruhe, meine Damen und Herren, alles mit der Ruhe. Ich nehme auf alle Fälle nichts zum Trinken mit. Das ist absoluter Schwachsinn. Ich nehme einen Hagel, lassen wir da, ich tue alles weg, außer dann haben wir, glaube ich, brauchen wir eine. Ja, und was zum Essen nehmen wir ein bisschen mit. Bisschen zum Essen schon. Fuck, was trinken müssen wir noch, gell? Ist da noch was vorhanden? Ganz ehrlich, ich finde, dass der saubert schnell auch wird, der Essen und Dings. Das nervt mich anders. So, jetzt gehen wir. Du hast mir das Hacke her. Und eine da. Komm her, ich bin knapp am Ufer, der wird mich den schon nicht fressen. Ich nehme jetzt da mal alles mit. So, ich hab ne Axt! Oh, da gibt's Coconut. She put the line in the Coconut. Mango, Planke, hier, da gibt's ja voll den Scheiß. Das seht ihr nicht, das steht alles hinter mir. Kruzifix, egal wo ich mich platziere, was ist das für ein Arsch? Gelbe Blume! Gelbe Blume! Wo gibt's denn da so alles? Gelbe Blume! Ich glaube, ich bin da. Oh, da schau hier, da hinten ist ein Satellitenschüssel auf der Hütte. Geil, vielleicht gibt's am Fernsehen, wieso soll ich da mit dem Floß weiterfahren? Verstehe ich nicht. Kann man mit dem Bambus was anstellen? Ne. Ne. Kann das da angeln? Gibt lecker Fischi. Ja, Gatt hab ich schon. Aber, jetzt müssen wir mal schauen, was wir da so kriegen. Ah ja, da kriegt man pro Schlag Planken, Kokosnuss. Das haben wir aber sehr schnell voll, hä? Ich hol's die ganze scheiß Insel ab! Das sind die Kräne im Graben dran! So, easy going, Alter. Wahnsinn, aber zum Fressen auch nix. So, Wildsau war schon ganz geil, du. Passt die auf den Grill? Auf den kleinen. Die Blumen kannst du lassen, die bringen dir nicht wirklich was. Aber für was gibt's es dann? Was die Blume kann zu Farbe verarbeitet werden. Und tschüss. Oh, was ist das da? Was ist das da? Gelber Samen. Füge Wasser hinzu, um eine Blume zu erhalten. Pass auf, kleine. Ja, geh weg. So. Scheiß mal auf Blärmi. Geh mit um, ohne dass mir der Hai frisst. Das schaut ja wie aus, der Salat unter. Bin ich der Einzige, der meint, dass der Salat wächst unter Wasser? Ich weiß ja nicht. Hey Floß, du bleibst ja da, wo du bist, gell? Aber der Chat hat mich schon darüber informiert, wenn ich das irgendwie falsch platziere. Komm mal Mango fressen, was krieg ich da? Ja, Mango, beste Leben! Da gibt's Essen und Trinken! Beste Leben! So, ich spring jetzt da mit dem Speer ins Wasser, wenn der Hai kommt, stich ich ihm ins Gesicht. So gut, da kommt er, aber das war bloß... Ah, bin schon da, haben wir schon da, wer wohnt da? Hallo, ich bin's, Einsbürger, wie komm ich da auf, ey? Seh fix. Mal anders rundum gucken. Guck mir erst mal anders rundum. Ich will nicht spoilern. Was ist das? Schaufel, wieso hab ich keine Schaufel? Schaufel? Was kann das? Was ist das? Wieso gibt's keine Schaufel? Muss ich die Schaufel erst erforschen? Ist das sowas, als da die erst eine Steinaxt bauen und dann eine Rakete? Höhlige Höhle, ist da der Yeti drin? Schwammerl. Höhlenpilz. Und ihn auch fressen. Oder wie speibe ich dann wieder eine Viertelstunde lang. Eine leckere Zutat für viele Mahlzeiten. Ich friese mir an. Da gibt nur Essen, hau ich nicht mehr mit. Was tun wir da? Hey Chef, du hast dein Inventar nicht leer gemacht. Du hast dein Zeigen nur von der Leisten ins Inventar. Halt mal dein Maul. Ich wollte bloß schauen, ob es aufpasst. So.
Hier, Blumen wie... Oh, was ist das? Sag es her! Was bist denn du? Du bist wunderschön! Stirb! Ah! Meh! Oh, du bist so schnell... Wie es läuft. Jetzt bleib ich da! Ach, was tue ich mit dem? Ah! Du schau... Oh, 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 oh! Oder du schau... Ah! Oh, ich geh wieder... Oh, ich geh ins Wasser. Tschüss. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Pumba war leicht aggressiv. Wie muss man das? Warum muss ich... Was? Kriege ich die Wildsau down? Ich hab irgendwie nicht das Gefühl. Den kannst du einfangen, brauchst aber eine Netzkanon. Hab ich nicht. Oben bleiben. Oben bleiben. Wo oben? Ich bin oben bleiben, dann passiert das. Pass auf. Ach so! Irgendwann, das ist die Aufladung, wie weit oder stark, dass ich zuhau. Ja, okay, bin schon steil. Oh, mit uns geht Luft aus. Was ist das da? Was ist das da für eine verrückte Geschichte? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist, aber ich will es haben. So, okay. Schön, dass mir jemand gesagt hat, da gibt's Wildschweine. Das bei mir vermuten lässt zu mir, die kann man jung. Nein, die jung, die. Okay. Und was war das andere? LGBTQ-Alpaka. Was gibt's da herum? Kann ich meinen Speer werfen? Oh, die Wildsau ist aber auch, die zwar größer wie mir, was. Pff. Naja. Da sind nochmal zwei. Ich sag dir jetzt was, ich geh jetzt zu der Hütten, weil du am Arschlecker kannst mit den Mistvieh. Was war das wieder? Weiße Blume. Ja, Blumen brauchen wir nicht als Größen. Walleck, Alter! Ja, ist Alter, jetzt chill mal! Nimm da 8 Kilometer an. Ich glaub, dass er. Ich glaub, wegen ein Vogel. Ich laufe jetzt davor. Lass mich in Ruhe jetzt. Oh no, der kommt schon wieder. Geh weg jetzt! Ah, geh weg jetzt! Was ist das? Ich bin schon fort. Mistvieh gesagt. 4000 km/h Wildsau. Das ist ein wenig Spinst. So, was haben wir da herum? Da muss was geben, da ist es gebaut worden. Was ist das? Weiß ich. Oh, Melone. Melone. So, kann das was? Wir müssen sowieso noch mit zum Boot zurück, weil ich wieder irgendwie ein Teil ausgeladen habe. Warum sagen keiner was von euch Idioten? Was haben wir da? Kiste. Oh, da warten so viele gute Samen drin. Palmsamen. Für was denn zu einem Palmenbaum zu erhalten? Ja. Was ist das da? Kletterpflanzenglibber. Ein bisschen wie Leim. Für was denn so eine Blume zu erhalten? Weg mit dem Scheißdreck. Brackersau. Der braucht ja keiner. Gib Bolzen. Ich will die Bolzen. Was sind denn Bolzen? Oh, das sind gute Schrauberl. Hanna, gute Schrauberl. Was tue ich da herum? Oh, was ist das? Schwarze Blume. Breite. Weg jetzt. Was ist das da? Rote Beeren. Kinder, das hat noch nie geschaut, wenn es irgendwo Bärle auf der Straße ist, erst einmal probieren. Aber lass es dein Spezi probieren. Was ist das da? Was ist das da? Wassermelonensamen. Ja, jetzt können wir der auch schon nicht. Ich friss jetzt mal die Melone einfach, weil ich das kann. So, hier, so. Wicken schon, brauchen wir Inventarplatz. Rote Beere. Was kann die rote Beere? Sie sind sehr rot, aber trotzdem nicht giftig. Ist gut, gleich mal reingefressen. Oh, schau mal, Hiebe, die geben ziemlich viel. Ja, das ist gut. Ananas nehmen wir mit, alles nehmen wir mit. Kruzifix, ich hätte wirklich ausladen sollen vorher, gell? Was ist mir da deren? Jetzt haben wir da, diese Insel ist ja eine Quelle der Nahrung, du. Wo ist unser Boot? Da hinten. Da springen wir jetzt. Gibt's Fallschaden? Sie wissen, was das heißt, wenn... so ungefähr so, als dass der NPC-Blade anreden. Ich sag da keinen Fallschaden. Alle schreiben sie an. Ich hab da keinen gesehen, du. Bau doch eine Base auf der Insel. Das mag ich nicht. Ich mag weg von da. Ich mag ja weiterfahren. Oder schwappt's da auch ständig einen Schrott da und so. Da gibt's höchstens Haischaden. Ah, ich sehe schon schwimmen. Oh shit. Ich hab ihm wenigstens noch eine mitgegeben. Ja, Schnauze. So, jetzt gehen wir da mal Schlafi. Und dann laden wir unser Lager wirklich aus. Vielleicht bauen wir auch noch so
So ein Ding. Das ist ja ein Witz, Alter. Das sind 8 Platz. Was soll ich mit 8 Platz? Jetzt mal da. Du blöder Penner. Ja, Kim! Stich ab, du Hund. Oh, ich geh schon wieder. Bin schon fort. So, was ist mir mit ihren Melonensamen? Na, da brauchen wir groß Biel, gell? Was wollte ich denn jetzt? Jetzt Thema. Mein Kruzifix, jetzt habe ich schon wieder Hunger. Ich tu nix in dem Spiel außer fressen! Das ist schon ein wenig, das ist zu viel. Das ist einfach, das dauert zu lang. Ich sag das, wie es ist, das dauert zu lang. So, Kunststoff haben wir auch keins. Mein Kruzifix. Schrauben weg, Nägel weg, Samen weg. Aufnehmen. Kunststoff und Kunststoff brauchen wir. Hat's da irgendwas angeschwappt? Nicht wirklich. Ja, das nervt halt anders. Ich friss jetzt den ganzen Scheiß da zusammen, weil es mich echt zu Tode nervt. Scheiße, die finden wir schon irgendwann wieder rein. Ich friss mir jetzt einfach so viel, bis wir kotzen. Hau die Baupläne weg, die brauchst du, sobald du die einmal gesammelt hast. Das ist eine Information, die ist schon mal gut wert. Das sind zumindest 2, die schicken wir mal ein. Da, was haben wir da? Da, Herr Hai, kannst du eine Antenne bauen und da kannst du einen Empfänger bauen. Das wird schon. Bis dahin habe ich die. Und dann haben wir das Glas da rein und dann haben wir das da rein. Ich brauch Kunststoff. Ich habe keinen Platz für nix. Unangenehm. Da hat so viel Kunststoff umeinander liegen, aber wir müssen jetzt hageln, aber das hilft nicht, dann hagelt man halt. Was muss ich machen? Hagelt jetzt den Teufel her da! Erwischt man den? Ja, super gemacht, Birger. Wunderschön. Triffst nicht einmal drum, dass sie nicht rührt, weil man wieder leicht links daneben zielen muss. Herzlichen Glückwunsch, da brauchst du gleich gar kein Fadenkreuz. Was kann man da damit machen? Nix. Da brauchst du gleich gar kein Fadenkreuz nicht geben. Hamda, der Trarier. Tipp, neue Matzen im Forschungstisch und erforschen. Ja, das ist mir. Ja, jetzt habe ich verstanden, auf was du hinaus möchtest. Guter Punkt. Was haben wir da? Was erforscht man da? Federn, Kunststoff, einen Haufen Bums haben wir da. Nichts können wir erforschen. Oh, hier 3 Sachen: Brill und Nägel. Brill und Nägel. Ich hätte so gern Kunststoff. Kruzifix nochmal. Ich krieg mein Inventar nicht leer. Gut, dann schmeißt man weg. Fisch kann man immer wieder mal versammeln. Und dann haben wir 4 Slots und da haben wir Melonensamen, kriegen wir einer genug Haut mit dem Schund. Da haben wir noch 3 Kunststoff. Wird schon passen. Bolzen, Gräser, bessere Axt und Haken. Let me have a look. Ja, den muss ich aber zuerst erforschen, den besseren Haken. Nehme ich mal an mit den neuen Materialien, aber da klangt man halt. Da, hier, Bolzen. Oder muss ich die Bolzen im Inventar haben? Schon, gell? Tun wir das hier, tun wir das hier und das Glas tust du auch mehr und Leim einmal. Leim, Schleim, alles das gleiche. Ja, aber es klang noch nicht. Wie viel brauche ich denn da? Ich hab doch da so ein Ding. Bolzen, das habe ich alles, aber das nicht. Oder muss ich das. Erforscht? Platziere den. Ach, so ist das gegangen. Nur mir sagen! Alles eingeforscht ins Viech! Haben wir schon erforscht. Kartoffelforschung? Oh, das ist nix. Auch schon erforscht. Schrott erforscht. Kokonat können wir nicht erforschen. Hammer können wir nicht erforschen. Stein können wir nicht erforschen. Paddel erforschen. Oh, hab ich da hingelegt. Hoppala. Ich wollte schauen, ob er gut liegt. Paddel erforschen. Bringt das irgendwas? Keine Ahnung. So, klar. Trinkglas. Perfekt für Saft. Saft. Nehmen wir eine gute, was haben wir da hier? Gute Axt, guter Hagel, was ist die da? Insektennetz. Oh, Pfeilbogen. Hättest die Wils auch schon gehabt da oben. Was haben wir da? Große Anbaufläche, Lernen, die gute Karte und nicht alles wieder erforscht. Alles wieder erforscht. Und von dem Rest, an Kunststoff haben wir noch nicht eingeschoben anscheinend. Jetzt. Schau her. Den Haikopf müssen wir aufsetzen, ja, da habt ihr vielleicht gar nicht so unrecht, gell? Setzen wir auf. So. Jetzt laufen wir mit so einem Maul rundum, aber das werden wir schon überlegen. Ja, das werden wir mir schon überlegen. Ah, ich habe einen Kunststoff im Inventar. Moment, Kinder, Moment. Erforschen. Was ist das da? Leere Flasche. Ja! Was ist das da? Steinpfeil! Ja!
Fortschrittlicher Reiniger. Kann mehrere Tassen Wasser auf einmal reinigen. Benötigt keinen Treibstoff. Ja! Was ist das, der Vogelscheuche? Hält 7 Möwen. Ja, tu es mal mit. Ich meine, das kostet ja nichts, oder? Kostet es was? Kostet es dann jeweils eine Planke, Kunststoff, das und das? Oder wie, wenn ich das dann hervorhebe? Was war das? Hat jetzt der Hai wieder ein Stück rausgebissen, ja? Ja, der soll mir jetzt am Arsch lecken. Ich geh jetzt jagen. Warte mal, kriegen wir wieder was ins Lager rein? Ja, Schaki. Den können wir weg da, den können wir stacken, den können wir weg da, das können wir stacken, Steine rein, und dann ist es wurscht, was meine ich denn, weil den Rest kriegen wir nirgends mehr hin. So. Der nervt mich nicht. Was haben wir da? Ananassamen. Die behalten wir uns noch. Ananas ist gut. So, jetzt gehen wir wieder auf die Insel, weil ich glaube nämlich, der Hai beißt da bloß rein, wenn ich auf dem Fluss stehe. Oder? Schwimmen! Schwimm! Warte mal, vielleicht greift mir der Hai nicht mehr an, wenn ich die Haimasken aufhab. Greift mir der Hai weiterhin an, wenn ich Masken aufhab? Schaufel! Ich kann keine Schaufel bauen. Ich habe keine Schaufel, sehen Sie das? Ist hier eine Schaufel? Ich sehe hier keine Schaufel. Schaufel wo? Ich habe ein Paddel. Die kann ich nicht als Schaufel hernehmen, warum auch immer. Ja, tut er? Okay. Ich hab's mir fast gedacht. So, gib mir Melonen. Ja, alle Melonen der Welt sammeln müssen wir wieder. Müssen wir mal ein bisschen Meter machen. Da bin ich vorher einfach vorbeigelaufen an den scheiß Melonen. Und trust me, ich laufe an vielen vorbei, aber normal nicht an Melonen. So. Schwimmen. Währenddessen beißen wir mal ein bisschen in die Melone hinein. Melon. So. Jetzt können wir jetzt gleich mal ausprobieren, ob wir da vielleicht. Was liegt da? Da liegt was Interessantes. Schwimmt der Hai da in den Schlitz einer? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Hai, Fischi, wo? Melonen sind paarweise, die sagt man besser, das stimmt. Warum geht jetzt das da nicht? Hallo? Oh, ich bin aufs Mausrad gekommen. Falsches Werkzeug! Hab's schon entdeckt. Was kriegen wir wieder eigentlich? Schrott. Naja, den nehmen wir mit. Denn, warum ist denn da unter dem Wasser eigentlich eine Muse? Oder durchschwimmen? Wieso ist denn da unter Wasser eine Muse? Da ist auch irgendwo eine Muse. Gib die von da hinten, möchtest du? Was ist das? Schiebt er eine rote Blume sonst wohin? Seil? Öffnen? Trötet, um deine Freunde zu ärgern. Garderobe, Kompass. Benötigt Handelsmünze. Was soll ich hier? Müllwürfel. Ich hab keinen scheiß Müllwürfel. Deine Mama ist ein Müllwürfel. Möchtest du von mir? Ich hab noch keinen einzigen Müllwürfel nicht gesehen. Das läuft jetzt bloß wieder zu... Ha, da kommst du nicht raus, du Mistviech. Kruzifix, bleibe jetzt da! Ja, du möchtest nie. Danke, Kruzifix, muss ich dir einen Headshot geben, oder was? Ah, fick dich doch dann, du Scheißausschuf! So, was gibt's denn sonst noch? Was ist denn das Rodi da draußen? Das schaut interessant aus. Gibt's sonst da jetzt nichts auf der Stungeninsel? Oder was? Da müssen wir Bäume abholzen. Gasschlangen kannst du sparen? Okay. Ja, da kriegen wir einen Haufen Blange raus. Saubere Holzbredel. Da hängen ein paar Coconuts dran. Absolutes Pro-Gaming. Nur. Ich sag da nichts anderes. Sagt ihr da was anderes? Ich sag da nichts anderes. Wir müssen mal Holz sammeln, Kinder. Wir müssen unsere Blanken da ausbauen. Verdammt, unser Boot ist 3 Kilometer weit weg. So viel gibt's auf der Insel da gar nicht. Und da das. Fridolin. Jetzt
tümpelnd wieder da und dumm. Ich schau, was morgen an. Hashtag Nachschauungsquad, viel Spaß, Junge. Ich verstehe kein Wort. Aber merci dir. Hauen Sie rein. Was soll denn sonst rumtümpeln? Was hat es denn da oben gleich wieder gegeben? Weiß ich nicht mehr. Aber mehr scheint es hier nicht zu geben, aber der fette Baum da oben, kann man den umhauen? Das würde mich noch schnell interessieren. Ich brauche Holz. Holz und Kunststoff. Und dann fahren wir wieder weiter. Klar. Kann man den umhauen? Wieso nicht? So. Rote Bären OP. Und ich spring. Warst du schon auf dem Gipfel? Nee, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich glaube, das ist der Gipfel da oben. Aber da steigen wir jetzt nochmal schnell auf. Hauen wir auf dem Weg alles zusammen. Sammeln wir alles selber, was wir brauchen können. Können wir da irgendwie auf? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob wir uns da irgendwie auffilieren können. Na, scheint nicht zu funktionieren. Ganz oben war es nicht. Dann gehen wir halt ganz auf. Da man ist. Auf dem Weg nehmen wir noch schnell ein bisschen Holz mit. Warum sie jetzt das da in den Speer verwandelt hat, das weiß ich nicht. Wie haben wir denn da aufgekommen? Da haben wir, glaube ich, durch die Höhle gegangen und auf der anderen Seite dann, oder nicht? Mir ist mir nicht verzeihen, dass diese Inseln da handcrafted sind. Und dass man nur durch die Richtung da durchkommt. Aber da dürfen wir uns auch nicht zu lange aufhalten, weil sonst kommt die Wildsau von Welt und sagt, ja, so mein Freund, Schluss mit der Scheiße. Das nehmen wir noch mit, aber weiter hinter, ich sägen schon wieder umeinander, geht da hinter. Tun Sie sich mal nicht hinunter, da soll sich sauber schleichen, der Huren. Schleichen Sie sich, Sie Huren. So, irgendwo da, ja genau. So, da steigen wir jetzt rauf und dann zurück zum Floß und dann fahren wir weiter. Und dann schauen wir, dass wir unsere 4 Plateaus bauen. Falls wir die heute im Stream nicht fertig kriegen sollten, dann baut sie sich nächste Woche selber, leckt mir am Arsch. So, ganz nuff. Was gibt's ganz oben? Da freilich waren wir da schon. Da haben wir doch die Kisten zusammengeklappt, den ganzen Schmarrn. Gibt's da sonst irgendwas Tolles? Also da ganz oben, meinst du, waren wir noch nicht, aber da glaube ich, kommt man auch nicht auf. Warte mal, kann man da auf das Ding aufspringen? Nö. Du das, Lester! Na, so weit kann man nicht springen. Auf der anderen Insel war noch mehr zum Essen. Ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit unserem Essen. Das einzige Problem, das ich schon wieder habe, ist, dass uns jetzt das Ding kaputt geht und ich habe nichts dabei, dass ich mir ein Nice baue, oder? Geht's mir jetzt um ein verschissenes... Um ein verschissenes Soil kann ich jetzt das Hacke nicht bauen. Are you fucking serious? Wir kommen jetzt da auf die schnell Palmblätter braten. Kann ich irgendwie Palmblätter farmen ohne... Kann ich irgendwie Palmblätter farmen ohne, dass ich eine Hacke habe? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist da mal ein Mango und ein Melon. Mein Donau oder eiskalt überlesen. Wo denn? Servus, Raft ist gut, aber nichts ist besser. Hashtag Fensterputzer. Ich hab keine Ahnung, was du sagen musst, aber merci. Harmono wird besser für den 6er, Harmono wird besser für den Zwickel 50. Jetzt lies mal meine letzte Donau, du Held. Jetzt dann einfach zu auf zum Tun. Nicht währenddessen ich spiel! Aber das! Franz! Der eine Steg hat nur 3 Blöcke aussehen. Typisch Bürger, beschwert sich über kein Essen und rennt an der Wassermelone vorbei. Und was hilft mir das jetzt? Fix. Baxi, du bist der Erste, du bist der Erste, der sich nächste Woche da einer hockt und baut. Ich stelle mich neben dir hier und dann nehme ich dir den ganzen Tag Harmono wird. Du hast schon verschissen. Du eine persönliche Einladung kriegst. So, wo ist das Boot? Wo ist unser Boot? Da hinten ist unser Boot. Ich mache jetzt da nicht mehr sehr auf die Insel, ist langweilig. So, machen wir noch mit Pro-Gaming. Ja, oh, das war doch kein Pro-Gaming. Naja, haben wir schon überlebt. Ein totaler Kalter. Nur mir sagen, dass man da oben springen kann, von wo man will, man stirbt nicht. Was ist das? Gelbe Blume kannst du sonst wo einschirmen. Kommen wir da ohne dass uns der Heide erwischt. Wir probieren's. Naja, ein bisschen glitschig ist die ganze Geschichte schon, gell? Bin ich ein Berggeist. Habe ich das richtig gesehen? So, hier, los geht's. Umgesprungen. Erst einmal heiteln. Easy. Kriegen wir schon. Also das ist nicht das Wahre. Da braucht man besseres Equipment, da müssen wir uns dann... Nein Gott,
Blödes Fischviech. So. Das machen wir zu. Den Anker. Wo ist der Anker? Anker. Entfernen. Lup. So, und dann werden wir da ein bisschen müssen sie ein wenig ausschwammen, fürchte ich. Wenn wir da wieder aufmachen und dann hier da raus. So, gib mir mal ein Paddel, gib mir ein Paddel. Also, die Inselexpedition hat es jetzt nicht fett gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen, das lässt man schief laufen beim nächsten Mal. Gib Paddel. Oh, das schwappt uns aber sehr schnell weg da, gell? Mei. Ja, alle 5 Sekunden hat man in diesem Scheißspiel Hunger. Das ist das Einzige, was mich tatsächlich nervt. Ganz schön sogar. Also, du tust ja nichts wie, ja, ich brauche was zum Essen, ich brauche was zum Essen, ich brauche was zum Essen, ich brauche was zum Essen. Und alles, was relativ, also einen halben Zentimeter mehr Hungerentschädigung kannst du mir schon geben. Sie fix. Dann nimm einen Fisch. Hat auch nicht mehr gebraucht. Wo ist ein Gatt? Du hast ein Gatt her, fangen wir mal einen Fisch. Schauen wir, was der bringt. Flup. Müssen wir sowieso einmal wieder in den Strom des Mülls kommen, damit wir wieder überhaupt Ressourcen sammeln. So, Fischen. Fischen ist gut. Oleg, jetzt bin ich auch da. Ich glaube, ich habe es verpasst, wenn man das Beutel so schaut. Was haben wir verpasst? So, her mit dem Fisch. Was haben wir da? Fisch gefangen, roher Hering. Dann platzieren. Kannst du den größeren Grill bauen? Ich glaube schon. Das ist jetzt sowieso einmal das Erste. Wir brauchen jetzt erst einmal ein zweites Lager. Und wir brauchen Kunststoff. Mein Gott. So, sortieren wir mal, weil wir in der Mond gleich Mangos haben. Viel was in so einem Mangobaum zu halten. Große Anbaufläche. Das ist so unser... Jetzt pass auf. Ihr baut... Den Hammer wieder her. Wo ist der Hammer? Da ist der Hammer. Den haben wir da her. Seil haben wir da her. Stack den Shit. Haben wir sonst irgendwas zum Stacken? Nicht wirklich. Da machen wir so. Das verbauen wir. Das tust weg. Die gestungenen Samen, die haben wir da her. Den Bolzen, die haben wir... Was war denn das jetzt wieder? Ach, wir haben schon wieder den Müllstrom. Das ist gut. Der Müllstrom, der ist gut. So, 1, 2, 3 Elemente, 1, 2, 3 Elemente, 1, 2, 3 Elemente. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt keine Ahnung, von was das labert, weil da natürlich noch kein Element nicht drin ist. Es ist schon klar, dass der jetzt länger ist. Mein Gott. Merkst du, warum ich weder eine Donations noch einen Chat lese? Ich bin für Ahnungslose umgeben. Ahnungslose! Hab ich gesagt! Da hängt es da mal, ich brauche mehr Schund! Ich brauche mehr Schund! Gib schon. Oh, Fassel. Der will wieder Fassel fangen, da ist das meiste Klump drin. Hier. So, da gehst du hier. Dann nehmen wir Holzbrillen nehmen wir auch noch mit. Okay, nix! Natürlich war noch wieder Holz drin. Kein Kunststoff. Kannst du Scheiß mehr als voll, wenn man Kunststoff brauchen, kriegen wir keins. Ja, dass man das hier. Muss ein wenig schneller gehen da. So, jetzt da das Ding. Wie viel Kunststoff haben wir? Stückere 2. So, damit der innere Monk beruhigt ist, das bauen wir da so hin. 6 Eis und schon fällt sich nichts mehr. So. Lager brauchen wir. Kleines Lager, Kunststoff 8. Ja, das kann jetzt bloß eine halbe Stunde dauern, bis ich so eine kleine Scheißkisten zusammenschustern kann da. Immer hier mit dem Grab. Jetzt kann man da ein bisschen weiter austüdeln. Verstehst? Fährt das Ding eigentlich nach vorn? Fährt das eigentlich da nicht wirklich, gell? In die Richtung fährt's. Naja, mir soll es wurscht sein. Ich meine, wie soll ich denn das ausrichten, dass ich dann ja, Kim. Hör mir auf! Mehr Netze, mehr gut. Kuno, ich arbeite dran. Es scheitert am Kunststoff. Ich habe keinen Kunststoff. Was kostet das Netz? Brauchen wir mehr Netze. Haben sie schon nicht ganz unrecht. Sammelnetz. Brauchen wir Seile und Nägel. 16 Planke herstellen. Kannst gleich mal her da den Bums. Da hängen wir mir... Oh, das nehmen wir natürlich schon mit. Ja? So, wir fahren mal so in die Richtung. Also wir sollten eigentlich da so Netze her. So. Da beißt aber der Hai dann rein! Ist mir wurscht. Es hilft nicht. Es hilft nicht. Kinder, es hilft nicht! Da müssen wir nicht sagen, wenn der Hai kommt. Dann bauen wir uns halt mit das da. Hier. Stein. 3 Steine. Ich hab Stein. Ich weiß, dass ich Stein habe. Gib mal das. Na. Ach, Moment mal. So.
Na! Na, 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 na! Oh, du Arschloch! Oh, das Ding ist fast hin. Wie kann man das richten? Wie hat man das richten können? Mittlere Maße Blockauswahl. Ah ja. Ja, mittlere Mausbahn. Kriegen wir schon. Her mit dem Schund. Ja, da bleibt einiges hängen schon. Ja, kriegen wir schon. Erweitert man da dann einmal langsam, aber sicher. Ihr kriegt da noch einen hin und ihr kriegt da noch einen hin. Und dann kriegt ihr da einen hin und da einen hin. Ist das Zwing? 1, 2, 3, 4. Nein, 5 ist genau richtig. 5 ist genau richtig. Ich möchte keinen Ton nicht hören. Halten Sie die Gosch. Was ist mit unserem Fisch eigentlich? So mit dem Fisch her. So, bringt jetzt der mehr rein. Wow. Overwhelming. Das ist overwhelming. Das ist direkt narrisch. Das Einzige, was sie auf der Insel besitzt hat, was ich merke, was sie rentiert, das sind diese Melonen, das sind diese Mango-Dinger und so weiter und so fort. Da kann man aber natürlich auch mal was anbauen. Ja, das war gar nicht mal so unwichtig. Und ich baue meine Sache da gerade aus 4 so. Das muss klar, das muss passen. Der Rest ist mir Pimmelmann Arschloch. So. Aber mehr Zeit brauchen wir. Wo war die nächste Insel? Oder ist das unsere alte Insel? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der Hai war tot. Was? Habe ich nicht aufgepasst. Aber habe ich da nicht letztes Mal auch automatisch dann die Haireste im Inventar gehabt? Haben wir gekriegt. Metalllaterne, ja, herzlichen Glückwunsch. Pfeilbogen brauche ich. Lange. Brauchen wir wieder den Schleim und Bolzen. Den findet man bloß auf der Insel. Können wir uns abschminken. Kinder! Können wir was erforschen? Schauen wir mal. Haben wir nicht. Leiterplatte haben wir nicht. So ein Ding da haben wir. Eine leere Flasche kann man craften. Vogel müssen wir mal killen. Vogel! Hab! Bei den Inseln musst du tauchen. Ich möchte nicht tauchen. Na gut, ich glaube, wir haben so. Fahren wir zu der Insel hinter. Es hilft ja nicht. Offensichtlich, es scheint eine Insel tatsächlich essentiell zu sein. Du, aber jetzt den Bums. Hin. Wo ist die Insel? Die ist da hinten. So, da müssen wir hindrehen. Merkst du selber nicht. Ich habe jetzt aber gesammelt. Das ist recht. In den anderen Arm bauen wir auch noch welche ein. Was haben wir da? Ja, vielleicht bauen wir noch ein Netz. Je mehr ein Netz, desto gut. Kriegen wir schon. Eins nach dem anderen, Kinder. Eines nach dem anderen. Ein bisschen ziehen tut sie sich schon. Ein bisschen ziehen tut sie sich schon. Aber gut, kriegen wir schon. Anker bauen. Ah, da hast du absolut recht. Einen Wurfanker. Dann will wir noch ein paar Bladel sammeln. Bladel! Haben wir dann im Lager welche gehabt? Sag ich doch. Den legen wir uns gleich mit daher. Das Paddel auch. Die geht hier hin. Wir essen zur Sicherheit einmal nochmal schnell was, weil es eh wurscht ist. Und dann ab auf die Insel. Schaut mir aber nicht recht groß an. Aber sie muss reichen. Das hilft nicht. Vogel, du kannst dich schon dran, dass du aber gehst. Ich hau dir die nackte Kloake, mein Freund. Ah, ist gleich Schluss. Gut, dass da jetzt nichts mehr reinschwappt, ist eh klar. Dann müssen wir da ein bisschen weiter und dann werden wir paddeln. Und wir schon wieder am Arsch der Welt sind da. Los. Kiste? Habe ich Kisten übersehen? Ist das eine Kisten oder ein Ding? Ja, ist wurscht. Hilft nicht, auf die Insel möchte ich. Auf die Insel will ich! Kleine freundliche Insel, ein paar Melonen holen. Kriegen wir schon. Hacke brauchen wir. Eisenaxt haben wir. Oh, wir brauchen einen Bolzen. Das war jetzt natürlich geil. Wo kriegt man die Bolzen gleich wieder her? Die haben wir auftaucht, oder? Da kriegt man entweder Schrott oder Bolzen. Der Heisepp ist wieder da, das ist das Allerwichtigste. So, paddeln. Und da vorne legen wir dann an. Gibt es irgendein Ziel in dem Spiel? Überleben. Und ausbauen. Dann zimmern wir jetzt einfach da ohne, da wird der Hai schon nicht ohne fieseln und miteinander schlagen. So, hier paddeln wir eins. Das. 2, 3, 4, 5. In Kisten oder später bauen? Habe ich so viele Kisten gesammelt, dass wir so viele Bolzen gehabt haben? Bolzen im Lager? Haben wir mit Bolzen im Lager?
Jetzt ist er hin. Mei. Was tut denn da so? Ach so, rohes Haifischfleisch. Was passiert, wenn man die Leiche liegen lässt? Respawnt er dann nie wieder. So, da hinschwimmen. Da hinschwimmen, mein Jung. Dann haben wir gleich kein Paddel mehr. Es geht halt auch alles so gnadenlos schnell kaputt, dass wirklich ein Witz ist eigentlich. Auch gut. Das echt, aber ich erinnere mich, ihr habt es mal gesagt, das ist am Anfang ein wenig zag. Ich finde, zag ist ein bisschen untertrieben, meine Damen und Herren. Wo ist jetzt mein Anker? Da ist er. Da immer her. Ja, das wird schon. Oh shit. Eine Pfohlen. Oder Hai ist eh tot. Sehr schön. So. Einfach da hingeschmissen und dann schaut das gut aus. So wie ich das Ding kenne, kann man einfach da aufgehen. So, passt. Wir brauchen Bolzen. Haben wir im Lager noch einen Bolzen fürs Hacke? Ja, Hacke! So, gute Axt. Die haben wir auf 4. 4. Wunderschön. Wunderschön, meine Damen und Herren. Es ist so wundervoll, ich kann... Fell gibt es da aber, glaube ich, nicht. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich habe eine Axt. Ja, mit dem Hacke kann man da wieder Sachen kaputt machen. Dann gehen wir da mal rundum. Den ich gestungen, scheiß Farbbleiben, die kannst du in den Schirm. Das haben wir zusammen. Ja. Sag, weil nicht tauchen. Also müssen wir ein bisschen umeinander tauchen, weiß ich. Ja, ich habe euch schon gehört. Habe euch schon gehört. Ist jetzt, so ist das, da gibt es jetzt ein Ananas da herum. Das hat sich wieder fett rentiert. Jetzt wird es dann wieder finster und ich sehe unter Wasser einen Scheißdreck. Der Hai ist auch weg. Was tut man gegen ein Hai unter Wasser? Was tut man da so? Die Nägel da weg, jetzt essen wir noch schnell was. Was ist denn das? Ton! Du, naja, Hagel müssen wir uns wahrscheinlich bauen. Stein brauchen wir eigentlich nicht so dringend, aber wir nehmen mal alles mit, was da ist. Subnautica, is it you? Da haben wir ein bisschen was. Jetzt sind wir schon unterwegs. Wir da machen wir die Insel rundum, das hilft ja sowieso nicht, und wenn uns da ein Haiarm in den Anschein beißt. Haiköder. Ach, dann fährt er quasi zu dem Haiköder hin und... Seil. Ja, da brauchen wir jetzt noch mal einen Bolzen, gell. Und da brauchen wir Kunststoff. Und da ist natürlich wieder keiner rundherum da, oder? Wahrscheinlich. Überall schwimmt der Scheißdreck umeinander, bloß da gibt's keinen Kunststoff. Gibt's unter Wasser vielleicht einen Kunststoff? Gibt's unter Wasser Kunststoff? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob wir noch im Lager einen drin haben. Da haben wir was hier drin. Was sagen die anderen 3 Netze? Da ist nichts drin. Alle haben wir so. Ja, wir haben tatsächlich keinen Kunststoff mehr. Es ist ein bisschen ermüdend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen ermüdend. Das ist einfach ein bisschen ermüdend. Ermüdend! Ich wiederhole, ermüdend! Zum Fressen haben wir auch schon wieder nichts mehr! Ein geschissener Haifischkopf, tu den weg! Schmeißen ihn ins Wasser rein, das braucht kein Mensch, was passiert, wenn ich 2 aufsitze? Naja, schmeißen weg den Mist. Braucht keine Sau. So, schlafen wir mal. Damit ich wieder was sehe, ne? Einfach eine Zeit auf dem Meer treiben lassen. Ja, das war schon klar, aber ich darf jetzt gerne an der Insel das Zeug aufluten und nicht, aber wenn ich 3 Mal einen Hagel irgendwo hingehauen habe, dass wieder alles hier ist. Aber mir wird nichts anderes übrig bleiben, weil da rundum nirgendwo irgendwas ist. Und dann fressen haben wir auch nichts. Das ist einfach ermüdend. Ich sag's jetzt einfach freiwillig, wenn es ein bisschen ermüdend ist, schon weil du nichts tust, wie die ganze Zeit am Anfang, oh Gott, ich hab Hunger, oh Gott, ich hab Durst, ich brauche Kunststoff. Das ist ein bisschen was sein, ne? Gefällt mir noch. Mach dir den Fisch. Schlimmer kann man eigentlich den Haifisch braten, gell? Naja, der ist doch gleich, der Teufel da ist gleich gefangen. So, wunderschön. Salzwasser füllen, Planke platzieren. Ja, das funktioniert wieder nicht, weil sich wieder kein Mensch nicht auskennt mit dem Ding. Jetzt da drin was. So, einfüllen, wunderbar. So, wir müssen weiterfahren. Das hilft nicht. Ich kann da sonst nichts mehr machen. Das hat sich wieder super rentiert. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann mich nicht rieren. Mein Gott. Bau mehr Pflanzflächen.
Ton können wir erforschen. Können wir irgendwann einen Ton erforschen? Jetzt sind wir das jetzt einfach da hin. Was kann man da einpflanzen? Kann man da Melonen einpflanzen? Ah, wenigstens Epsi. Ja, wann ist der scheiß Fisch da mal fertig? Ich hab Hunger, Mann! Ich kann mich nicht mehr rieren seit einer Viertelstunde! Was wird, wenn ich scheiß Fisch roh fries? Scheißegal jetzt. Mittel ist für Ananas und Melone, groß für Palmen, Mango und Bananen. Ja, gut. Aber gießen werden wir es auch noch müssen. Pflanzen bewässern. Sehr schön. So, Salzwasser rein, das da rein. Ja, wie lange bleibt... Ohne Scheiß, diese Haifischkeule, wenn mir jetzt nicht mindestens bis 90% voll macht, dann kannst du mich gern haben. Für Holzbredel, was sind das für Holzbredel? Wo haben wir mich überhaupt? Machen wir den Anker los jetzt da? Wo ist der Anker? Kruzifix! Ich bin nicht 1,5 km/h biegen. So, schwart mir aus jetzt, ich brauch Schund. Ich brauch Schund. Planke platzieren, Flüssigkeit ausfüllen, ich trink was. So, das wieder rein. So, fucking finally ist ja einmal fertig. Jetzt, wenn es mich du nicht 3/4 voll machst, krieg ich einen Vogel. Okay, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Naja, gut. Segel ein oder sonst kommst du... Oh, stimmt, das ist berechtigter Einwand. Lass ich gelten. Lass ich gelten. So, du, ja, der Speer ist auch wieder hin, weil wir haben auch schon 2 Mal in Haie gestochen damit. Haben wir keine Planken und kein Seil. Ha! Hitboxen sind auch von der Lebenshilfe gemacht, offensichtlich. So, jetzt mach hin. So, haben wir reingegossen. Ja, so. Tonforschung. Guter Punkt. Guter Punkt. Forsche den Ton. Was haben wir da? Tonschale. Eine sehr gute Schale. Ja, herzlichen Glückwunsch. Kokosnuss forschen. So, jetzt mag ich sehen, was die Schale kann. Behält. Haben wir nicht ein Glas? Nein, das haben wir zum Forschen irgendwie. So, ich habe eine sehr gute Schale. Und was tue ich jetzt mit der? Tue ich mal als Hut aufsetzen. Wir kommen langsam wieder in Gewässer, wo Schund vorbeifährt. Das ist gut, das ist gut. Wir müssen zeigen, was tue ich mit der Schale? Ich verstehe nicht. Blanken eingekaut. Blanken haben wir wieder zuerst gar nicht mehr. Jetzt kommt er daher. Wenn man den ausschalten kann, der ist nur nervig. Sonst absolut. Da hinten war Kisten. Ja. Fassel gefangen schon. Schrott, Palmblatt, Kartoffeln und Blanken. Okay. Die verbrauchen wir wieder für den Haifisch, weil wir sonst verhungern. Jetzt schauen wir mal. Wir haben da, ändert sich diese Windrichtung. Ändert sich diese Richtung, wo vorne ist, mit der Zeit? Vorne ist da, wo wir sind. Ja, mehrfach am Tag. Ja, gut. Also ist auch fast mehr oder weniger wurscht, wo ich die Dinger hinbaue, weil so richtig in Strömungsrichtung kann ich es nie. Kann ich das Floß irgendwie dran? Also, du weißt schon, wie ich meine. Möchtest du wetten, dass das Arschloch von... Kann ich die mit dem Hacki, kann ich die nachhauen? Ich weiß nicht, wir werden sehen. Wir werden sehen. Das ist alles so ein wenig ein unkamperter Schmarrn da. Geh her jetzt da, Fasselsepp. Und ein Ding... Ein Hagel brauchen wir auch mal wieder. Ja. Was fährt uns das Fassel davon? Bau der Reiniger, wo kein Holz braucht. Das ist eine gute Idee. Ja, eins nach dem anderen.
Also, wir brauchen erstmal Materialien, Leute. Ohne Mats kann ich nichts bauen. Was braucht man da dazu? Was brauchen wir da dazu? Essenreiniger. Da brauchen wir 4 Glas. Kannst du sauber aus dem Kopf schlagen, dass wir mir das Ding bauen. So fürchte ich. Alter, da kommst kein Meter nicht vorwärts. Das ist ein wenig lästig. Ein wenig lästig. Du kannst sagen, was du magst. So, das riecht mir wieder, sonst beißt uns der Stiegel an. So, nochmal, kann man das Boot drehen? Ruder kommt später, Schwierigkeit kannst du nur über die Dateien ändern, aber nicht in-game. Mario hat schon verstanden, nach was ich gerade geschaut habe. Koop geht halt alles schneller, aber das ist eh klar. Später mit dem Steuerruder, soweit ich weiß, bei der Rennen, erst später im Spiel kannst du drehen. Gibt es da einen Kompass? Ja, den habe ich vorher gesehen, den haben wir kaufen können. Besser einen Wasserreiniger bauen, Freshmark, ja, man kann kaufen, aber man braucht es nicht so wirklich. Schmelze ist verdammt wichtig. Du, ich hacke euch in 1000 Stücke, verpisst euch. Und die guten Melonen. Die guten Melons! Give me some Melons! Ah, das kriegen wir schon. Kennt's mir ja, ich bin den ganzen Tag, wenn ich über irgendwas beschwert. Ich weiß eigentlich gar nicht, über was ich mich beschwere, that's the game. Da müssen wir reparieren, sonst brauchen wir mehrere. So, dann haben wir das wieder da hin. Dann bauen wir erst das da hinten aus, hätte ich vorgeschlagen. Das sage ich dir jetzt auch ganz ehrlich. Das da, das der mal weg hat. Damit ist weg. Kriege ich das so schon wieder. Ja, learn it the hard way. Wir können was abbauen. Ach, weil da wahrscheinlich das Ding davor ist, kann es sein. Kriege ich die Ressourcen wieder komplett zurück? Wir werden sehen. So, wenn ich nicht aufpasst, aber ich glaube schon. Nicht ganz. Kriegen wir nicht ganz zurück, oder? Hilft nicht, das darf doch nicht sein. X? Ach, du steht irgendwie groß entfernen dort. So, das wollte ich hinzimmern und dann schaut das vernünftig aus. Dann tun wir das Ding wieder da. Wundervoll, können wir da gleich noch ein paar mehr bauen. Von denen können wir gar nicht nur bauen. Sag's freiwillig, was ist. Herstellen. So. Okay, wir können nicht nur umeinander stellen, weil die Scheiße da zusammen. Das ist mit der Abstand das lästigste im Ganzen. Ach, na, stopp. Entschuldigung, ich hätte fast gesagt, das ist das lästigste im ganzen Spiel. Fast hätte ich auch gesagt, das lästigste ist der Hai in dem ganzen Spiel. Nein, das lästigste ist, dass ich alle 3 Sekunden Hunger habe. Ich sehe schon wieder ein paar Leute auf den Dislike-Button drücken, weil es meinen, ich beleidige einer Lieblingsspiel. Das ist eine neue Insel. Da fahren wir hin! Da fahren wir hin! Da mit! Da fahren wir hin! Das Fassel nimm mich auch mit! Bladel? Kriegen wir das noch? Nein, leider nicht. Ja, freilich, beiße gleich in der, weiß ich nicht, in der anderen Himmelsphäre im Besten. Ja, danke, du. Was ist denn da eigentlich zusammengeschustert worden? Ne, das kriegen wir schon. Seile brauchen wir. Wir haben nicht genug Seil! Kriege ich das Fassler draus? Nein, es ist zu weit entfernt. Da muss ich wieder einen Anker bauen, weil sonst fährt mein Floß davon. Machen wir lieber gleich einmal. Der hat gelbe Rum dafür weg. Melone fertig! Melone fertig! Das ist gut. Kriegen wir mir jetzt... Oh ja, das ist wirklich gut. Melonen ist ja gut. Das macht einiges einfach. Das macht einiges wirklich einfach. Planke platzieren, das macht einiges einfach. Nur einen sichern, wo man nochmal 2 Melonen haben und dann hast du eigentlich das Essensproblem. Wäre dann einigermaßen gelöst. Ich sage jetzt auch ganz ehrlich, den Scheißdreck, den wir weg, da holen wir uns die Ressourcen zurück. Ach, da kriegen wir einen ganzen Gegenstand zurück. Ja, lassen wir im Inventar, scheißegal. So, jetzt schauen wir mal, was wir als Nützliches machen können. Kunststoff, den können wir nicht bauen. Da brauchen wir ein Glas dazu. Wir können einen Eimer bauen. Nützlich beim Melken. Tja, ich weiß nicht, was ich melken soll. Was soll ich da melken? Soll ich die Möwen melken? Ich bin mir ja nicht so sicher. Ich bin mir dann nicht so sicher. Ja, da sammeln wir schon alles. Sammeln wir schon ein bisschen was. So. Weiter geht's hier. Da brauchen wir mehr Plan. Brauchen wir mehr Gelümpe.
So, wir sehen. Wieder was drin. Da ist schon wieder was drin. Der wir unseren Anker wieder festzwirbeln. Ist eh wurscht, wo wir den hinzwirbeln. So, dann fahren wir da ohne. Machen wir das Paddel kaputt. Los. Boge! Entschuldigung, ich habe einen kleinen Lag gehabt. Da sehe ich auf alle Fälle schon wieder Zeug umeinander liegen. Möchtest du wetten, dass es wieder Nacht wird, genau wenn ich bei der Insel hochkomme und dann sehe ich unter Wasser wieder nichts in der Finstern? Wir bauen einen Haiköder, damit mich der beim Tauchen in Ruhe lässt. Ja, ein roher Hering, rohe Seebrasse, da fangen wir uns schon noch schnell. Die Uhr gleich vorbei. Ne? So, hier rausgepfeffert dann schon. Also die Vogelscheuche solltest du schon bauen. Was ich nicht alles sollte, Risi Mike, was ich nicht alles sollte. Ich sollte jetzt erstmal einen Haiköder bauen. Los. Schauen wir aus. Easy. Was haben wir da? Hier, kleiner Hering. Jawohl. Dann brauchen wir natürlich 2. Jetzt ist mein Gatti. Wie maximal nervig möchtest du dein Spiel designen? Ja! Bitte ein Brot dazu! Leg die Möwen mit dem Speer um, gib Bratvogel. Super Tipp, wo ist mein Speer? Ach, der ist kaputt gegangen. Warte, die Baumauern! Ah, ich hab keine 3 Holzbredel für einen Speer. Kannst du mir am Arsch lecken mit deiner behinderten Drecksinsel. Es ist ich sage jetzt ganz, es ist nur nervig. Es ist purer Nervscheiß. Ich meine, jetzt hängen wir doch schon einigermaßen da. Mir wird nichts erklärt, ich wenn auch einen Chat nicht hätte. Natürlich da die irgendwann einmal um die Insel rundum schwimmen. Natürlich da die irgendwann einmal das und das ausprobieren. Oh, ich bin nur genervt. Ich bin nur genervt. Es ist schon ein wenig anstrengend, so ist es nicht. Ich muss ganz ehrlich, Green Hell ist auch schwer. Das war einfach schwer so. Aber das ist einfach nur nervig. Okay, gut. Nächste Woche ist nicht abgesagt. Nächste Woche. Was? Nächste Woche? Was? Nächste Woche stehe ich genau da. Tue genau gar nichts und schau ihm zu und ihm zu. Mehr tue ich nächste Woche nicht. So. Ja, natürlich. Scheiße, ich kann einen Hai nicht abwehren, weil ich hab nix. Kann ich mit dem Hacke hauen. Na! Du machst vieles in dem Spiel, aber mit dem Hacke einen Hai hauen, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, halt doch der Mal. Birger, beschwer dich nicht, das macht... Was möchtest denn du eigentlich? So ein Song, Alter. Jetzt muss ich warten, bis ein Holzbredel vorbeischwappt. Das 8. Damit ich mir einen Speer bauen kann. Merkst selber, oder? Mein Kruzifix. Hab! Hab jetzt einen Vogel abgestochen. Weiß ich nicht. Blut hat gespritzt, ich hab's genau gesehen. Ich hätte so gern mehr Schrott. Also ich spiele das immer zum Entspannen. Ja, ich glaube, dass der kleine, aber feine Unterschied ist, Franziskal, dass ich wahrscheinlich in meinem Leben schon 850.000 Spiele gespielt habe und du nicht. und ich keine Lust mehr auf sowas hab da. So, einer mit dem Schund. Einer mit dem Dreck. Kriegen wir schon. Da hab ich mich von dem Kindergeburtstag da verarschen lassen, oder was? Das dauert halt einfach nur ist ewig und 3 Tage. Vor allem, wenn du nicht auskennst, dann steckt er nicht. So, hier sammeln wir jetzt Planke und Seil. Natürlich haben wir da... da ist ein Dings draus. Warte mal.
Easy. Easy. So. Dann kann man ihm da mal, jetzt pass auf, wir haben ja drei Elemente, dann zimmern wir da noch sie, da noch sie und da noch sie. Na, wir haben ja schon wieder keine Holzplanken mehr. Ja, ich komme noch weiter drauf, dass wir einen Holzplanken haben. Da ist auch noch mehr ein Fessel, Moment. Kriegen wir schon, da war noch mehr eine Insel. Ich sag dir, was du mich kannst mit deiner Insel. Ihr dürft mir jetzt noch mal eine Stunde lang zuschauen, wie ich die Scheiße da einsammelt. Aufregend. Dun, 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 dun. So, jetzt haben wir Holzplanken sammeln, damit wir da die Reihe vollkriegen mit den Auffangnetzen. Na, Schmarrn, da hinten. So, da ist her. Da brauchen wir keinen Hagel nicht, da brauchen wir auch keinen Hagel nicht. Da haben wir einfach mal ein bisschen rundum sprinten. Habe ich schon wieder Hunger? Nein, habe ich tatsächlich nicht, aber ich friss sicherheitshalber nur einmal eine Melone. Ah. Und eigentlich gleich wieder eine Eipflanze. Oh, jetzt haben wir bloß einen Samen gekriegt, oder was? Oh, das Fassel muss ich haben. Ja! Easy! So, Melon! Ärgerlich, da müssen wir noch mehr Melone essen, wahrscheinlich, dass wir Samen kriegen. Ja, aber das rentiert sich jetzt nicht. Ja, dann haben wir ganz viel wenigstens, das passt schon. Kriegen wir mehr als jeder, jetzt haben wir keine Samen nicht gekriegt. Warum nicht? Gefällt mir nicht, aber so eins können wir bauen. Fucking finally. Fucking finally! Jetzt zimmern wir da ohne, das nehmen wir mit. Ja, das schaut doch jetzt vernünftig aus da. Schaut doch schon ganz vernünftig aus. Wird schon. So, die Insel da hinten ist mir zu weit weg, außerdem ist unser Paddel kaputt. Die bekommt man nur beim. Also Fassel, die bekommt man nur beim Ernten. Aber ich hab doch gerade. Ist da eine Chance drauf, dass man die ernten kann oder kriegt man die sicher? Ich hätte jetzt drauf tippt, dass es wahrscheinlich so eine 50-50 Chance gibt. Ich hab bloß einen Samen. Aber ich gebe einen Haifischbroder noch mal anwerfen. Haifischbroder, ohne geschissen an uns drum. Irgendwas zum Geisten hat auch noch nie geschaut. So, dann bauen wir wenigstens die eine da. Haben wir im Lager noch irgendwelche Samen? Ananassamen. Schau mal, wie können wir die pflanzen? Haha! Easy, das schüppt man aus. So, oh, kistige Kiste. Kistige Kiste, meine Damen und Herren. Ja, schwimm ja einen Millimeter daneben vorbei. Geschissens Holzbrill, geschissens. So, Planke platzieren. Ist jetzt da. Kann ich jetzt da. Nein, das nervt so hart, wenn die Tasse voll ist. Dass man da, ich sag doch, dass da leer ist. Wieso schützt denn das scheiß Salzwasser nicht da rein? Aber kriegen wir schon. Ausbauen, 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 Kinder. Rennt ihr auf Haus bauen? Wo? Hau ab jetzt da! Wo ist das Speer? So, geht wieder. Schaut jetzt von da natürlich ein wenig schief aus, aber das ist wurscht. Können wir nochmal so ein Ding bauen? Nein. Na gut, dann nicht. Kriegen wir schon. Nur mit der Ruhe. Nur mit der Ruhe, Bier. Du bist die Ruhe in Person. Sonst führst du ja nicht so auf. Ja? Da kommen jetzt 3 Fassel. Und die holen wir uns jetzt. Ob du das willst oder nicht. Die Fassel her jetzt da. Oder um mich. Und fahr zu die Fassel um mich, hab ich gesagt. Fassel, hab ich gesagt! So, ohne Hagel. Ohne Hagel. So, da hinten. Da zu dem Floß da hinten. Da können wir schon umfahren. Da können wir schnell umspringen, wieder herspringen, da kriegen wir mit Sicherheit was Gutes. Das ist der mein. Und die Fassel sammeln wir, das geht. Ich hab das Spiel zurückgegeben, weil es mir doch nicht taugt. Ja, gut, das muss ja nicht in jedem Tag. Ihr kennt's mich. Ja, alle, die jetzt hier drin sitzen und mich vielleicht noch nie vorher gesehen haben, ich meine, es kann ja vorkommen, wird vielleicht möglicherweise etwas falsch interpretiert, dass ich das Spiel schlecht finde. Schaut einfach die anderen 1200 Streams an, dann merkst du das schon, wie es gemeint ist. Mehr sage ich jetzt da nicht.
So. Wir haben 3 so Pakete. Was haben wir gekriegt? Mach den Schund auf. Malerei. Ja, das ist wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Teppich, freilich, brauchen wir. Der Mann von Welt braucht einen Teppich und nochmal Malerei. Ja, das macht alles ultra viel Sinn. Das macht das richtig, richtig belohnend. Voll gut, dass wir sich eine Kistel gefunden haben. Das ist richtig stark. Stark, stark, stark. Dass man das nicht abbrechen kann, ist auch stark. Stark. So, wie schauen wir aus? Wo müssen wir hin? Da hinten müssen wir. Dann machen wir jetzt oder so. Das dritte Fassel lassen wir stehen, das finden wir dann schon wieder. Hat so ein Raft-Gnierschein. Dieser 65 Grad Winkel hätte ich jetzt geschätzt. Ja, vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Ja, der ist vielleicht auch 120 Grad. Ich weiß das nicht. Ist proportional zur Gnierschein. Der Grill geht nicht. Das stimmt. Kann man auch mehr einen besseren bauen, habe ich gehört. Jetzt können wir da mehr rein. Was haben wir denn sonst da so? Coconut können wir nicht brauchen. Kann man das decken? Ja, Herrgott selig, warum tust du es denn dann nicht? Was haben wir da? Palmsamen können wir eigentlich auch nicht brauchen. Die scheiß Schade, weiß kein Mensch für was, dass die da ist. Es war zwei verlangt, dass das Spiel wenigstens irgendwas erklärt. Oh, da haben wir noch mal ein super Paket. Was kriegen wir diesmal? Lass mich raten. Malerei? Nein, Ablage. Ja, wo soll ich die aufhängen? Haben sie ins Lufthaken oder was? So, ich muss hier Fläche bauen, Kinder. Fläche bauen. Oh, jetzt können wir wirklich ein bisschen eine Fläche bauen. Aber vielleicht können wir aber eher ein Sammelnetz bauen. Ums Arschlecken. Da, ja, da sind so viel. Da ist so viel Fässel. Ich will mehr Fässer. Ich will mehr Fässer. Da ist wieder was gefangen worden. Der Haihappen. Da haben wir Fischi drauf. Den fressen wir. Stimmt, wir mal Ananas jetzt, Aha! Da ist jetzt die Palmbladel. Was wollten wir bauen? Sammelnetz. Bauen wir noch mehr Palmbladel. Haben wir mir kein Fassel! Da war ein Palmbladel drin. Vogel! Ab! Mistviech. Kacknudel, Arschlochviech. Haiköder. Wie lang halten so ein Haiköder? Also jetzt sollten wir ernsthaft. Moment mal, wo ist der Haiköder? Beschäftige den Hai. Ja, wie lang beschäftigt das Ding? Pflanzt die Palmen für Holz. Wölfchen sagt nicht lang, das habe ich mir schon fast gedacht, weil das war ja eine Erleichterung im Spiel, dass es mich weniger nervt. Ah, Kiste gegen Todeskiste. Nein. Fassel! Itzel! Da fahren wir gerade vorbei. Da mit mir hin. Die scheiß Backel da auch für Katz. Kaktus, der Mann ist ein Kaktus. Flagge, braucht kein Mensch! Okay. Wir brauchen noch ein wenig. Vielleicht sollten wir einfach ein zweitsicheres bauen. Ja. Aber nicht ganz draus. Halt da so. Ja! Ja. Unsere geschissene Bolzen kann man mal wieder finden, damit wir mal was Gescheites bauen können da jetzt. Fahren wir halt einmal da zu ihm da um. Müssen wir hin. Ich fahre irgendwo kreuz und quer in der Wegschicht umeinander, weil ich nichts sehe. Warte mal. Ja, da müssen wir hin. Ah, in die richtige Richtung. Wenn ich mich nicht täusche, hält der Köder so 3 Minuten. Ja, ich hab's jetzt schon und ich habe auch so das Gefühl, dass der Hai so im 5 bis 10 Minuten Takt greift und somit macht der Haiköder keinen Sinn. Außer du möchtest wirklich einmal tauchen schnell um die Insel, dann wirfst du und schwimmst halt rundum. Bei Welt friedlich bleibt der Hai weg. Da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, das Ausschalten, da hätte ich glaube halt stopp, ich bin angegriffen. Wo bin ich angegriffen? Was ist da los? Oh, in 50 Sekunden, der Flo. Wo bin ich angegriffen? Oh, das geht wahrscheinlich nicht gut aus. Gut Job, Flo. Das geht wahrscheinlich nicht gut aus. So, wo sind wir? Ich möchte da um mich. Ja, ich weiß nicht, was das für ein Pimmelsegel ist da, aber mir macht es den Anschein, als dass man weiter wegfahren als ich. Kann man Bolzen nicht aus Schrott machen oder war das schon Eisen? Nein, ich kann es noch nicht. Kann ich noch nichts machen.
Ja, jetzt gehen wir wieder die 5000 Wayne, damit ich mich ja nicht auskenne, wo hinten und vorne ist. Jetzt habe ich die ganze Zeit wunderbar in die Richtung fahren können. 10 Meter davor verhungert man wieder. Oh. Also das ist wirklich ein Paradebeispiel. Wie man ein Spiel so nervig macht, wie es noch gerade irgendwie geht. Das ist jetzt nicht negativ verstehen. Das gehört dazu bei sowas. Aber da hat man schon... Wow. Mir wundert es auch bloß, dass nicht irgendwo ein Shop ist, der sagt, da kannst du mal hier 1000 Holzplanken für nur 9,99. Ist das ein KAK-Game? Nein, überhaupt nicht. Für das, was sein will, nicht. Aber ein paar Mechaniken haben schon geschissen. Also der Hai ist wirklich scheiße. Also der ist einfach nur scheiße und sonst nichts. So. Jetzt gehen wir da rauf. Oh ja, haben wir doch einigermaßen einen Haufen Zeit gekriegt. Okay? So, Segel wieder zu, wir gehen mal schlafen. Segel zu. Oh, wir haben ein Glas gefunden. Das Backel aufmachen. Ein Rezept, das in einem Saft dazu übrigens. Kann ich das irgendwie... Muss man das poltern wir jetzt einfach mal. Ist ja scheißegal. Vogel! Verpiss dich! So, kann man das ernten. Jawohl. Dann fressen wir mir nämlich noch vor dem Bett gehen noch schnell eine ganze Melone. Was ich den ganzen Tag in dem Spiel frisst, geht auf keine Kurve nicht auf. Und wir haben natürlich wieder keine Melonensamen gekriegt. Und dass ich nicht wenigstens immer mindestens einen Samen aus der scheiß Melone krieg. Ist wirklich... So, will speichern. Sei nicht kernlos, ja, die habe ich herzücht. So, du hast 2 Reihen da hinten. So, keiner hat 2 Reihen da hinten. Dann machen wir jetzt so. Okay. Weiß, es wird ja dann nicht einfacher, je größer dieses scheiß Boot wird. Ist ja klar. Oh, hier Sammelnetz. Können wir nochmal Sammelnetz bauen? Jawohl. Wo haben wir noch eine Luke drin? Weiß nicht. Pflanzen wir da, ist sowieso scheiß wurscht, wenn wir sie pflanzen. So, über die Schundfahrt einfach vorbei. Aber kriegen wir schon. Das ist eine riesen Truminsel, Leute. Keiner sagt was. Fressen wir deinen Ananas. Was kostet ein kleines Lager? Schrott haben wir, Kunststoff und Seil. Kann man Seil bauen? Nö, warum nicht? Brauchen wir die Palmen? Ja, der kommt genau recht. Du kommst auch recht. Na, da Palmen, Mann, bleiben wir da. Ach, Mann. Ja, das ist sowieso hin. Weil ich zustich wie meine Oma. Wenn es 4 Promille hat. Kunststoff. Ja. Ja. Leg mir Musch. So. Aus dem Glas bauen wir ein Glas. Wichtig. Glas gebaut. Ich habe 4 Gläser sogar. Okay. Den haben wir da oben, 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 den haben wir da oben und mehr geht sowieso nicht. Mehr, das können wir noch irgendwo schnell hinbauen, einfach zur Gaudi. Bauen wir da hin, weil es mir wurscht ist. Kann man das zlängen? Kann man das Ding kaputt hauen? Ich will es nicht haben. Kann ich es kaputt hauen? Es ist halt gleich 3, 4... Das ist vielleicht der Grund, warum man mein Gemaule nicht so ernst nehmen soll. Ah! Der Haifisch frisst mich ab! X entfernen. Nein, da kriege ich es ja wieder ins Inventar. Ich möchte einen Inventarslot freikriegen. Ich möchte es in Ressourcen umwandeln, das Ding. Weißt du, wie man? Also, pass auf, damit du weißt, was ich meine. X. Dann habe ich das Ding wieder im Inventar. Da will ich es nicht. Ich mag das Kastel wegkommen. Zerstören geht nicht. Ja, gut. Ah, nein, nicht wieder.
wieder zurück aus. Wir landen hier. So, da, so, hier. Gib Anker. Gib Anker, schmeiß. Das ist eh wurscht, wo man hinschmeißt, oder? Ah, wird spaßen. Ach, na! Wir kommen an dem vorbei, ohne dass er uns merkt. Ja, toll. Wow. Das ist ja super fair. Dankeschön. Großer Spaß. Hui. Oh no. Gibt's da was zum Looten? Ich brauch Loot, Kinder. Ich bin für den Loot gekommen. Nimm einen Speer. Ja, ich hab einen Speer. Aber ich fürchte, dass das der Wulzau war, das vorher ordentlich wurscht, ob ich einen Speer hab oder nicht. Die fotzt mir einfach tot. Ja, langsamer Schwimmen haben wir nicht mehr geschafft. Haben wir uns gedacht, wir brauchen was zum Essen, oder? Wir haben auf der Insel, werden wir schon irgendwo was finden. Aber jetzt kann ich dann nicht mehr laufen, oder? Wie war das? Ja, wir gehen jetzt da mal aussehen und dann schauen wir mal, ob es da was zum Fressen gibt. Was? Vogel? Jetzt will ich nicht gleich was zum Essen finden, da verregt man wieder. Tu halt da eine Melone, aber bitte. Bitte tu eine Melone aber oder ein Mango oder was weiß ich, was tust, damit ich wieder gehen kann! Wenn wir jetzt noch einen Sturm kommen, bin ich hin. Wo ist denn? Ich hasse das Spiel! Und was, ja genau, was die für Trefferquoten haben, da kann ich geben, was ich will. Trifft mich der jetzt mal. Ah ja, warte mal schnell, und weil so nicht gelangt, dass sich der geschissene Vogel mit 3 Steinen da wirft und du nichts dagegen tun kannst. Wenn's wahrscheinlich nicht eine Pfeilung hast oder so, warte mal schnell. Ja, dafür nehmen wir da dein Dreiviertels Inventar weg. Also Kimmel, doch dein Maul mit deinem Scheißdreck. Was tut man gegen den Vogel? Pfeil und Bogen bauen. Oder? Du musst auf Zeichen geben, wenn was von oben kommt. Wow. Du musst was essen, wenn du Hunger hast. Seppseil. Das hat er super ausdenkt. Also was für ein Scheißdreck. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Also da ist wirklich jedes einzelne Element in diesem Spiel ist gemacht, dass die nervt. Und sonst nichts. Da ist keine Sekunde jemand da gesessen, der sich denkt hat, hey, was kann man machen? Ja, ich weiß was, ein Vogel, der da einfach einen Stor auf den Kopf wirft, den du nicht ausweichen kannst. Hey, aber mach dieses Spiel besser. Egal. Mein Gott. Die Viecher haben eine Agro-Range über die ganze Insel.
Weiß ich nicht, hast du einen Bewegungssensor gelegt, Pumba, oder was ist mit dir? Hä? Mein, ohne Scheiß. Schau mir an. Jetzt pass mal auf, mein Freund. Jetzt pass mal auf, mein Freund. Jetzt haben sie mir meine Haken gestohlen, weil ich gestorben bin. Ist jetzt da weit und breit kein... Wir haben übrigens einen Depth-Counter bei 12 gewesen, jetzt haben wir bei 13. Er ist schon gecountet, aber er ist halt hin. So, mir ist jetzt das wurscht, ich hole jetzt das Palmding. Ja, High-Depp ist schon. Wärst mich schon nicht aufs erste Mal töten dann. So, wunderbar. Und jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Fucky da erkennen. Möchte jetzt wissen. Haben wir zu 5 schon kleine aus dem Weg glitscht wie die? Hm? Hör da zu mir. Ha? Schauen wir aus, Meister. Macht man den Schaden da unten. Muss ihn bloß irgendwie da herkriegen, dass er zuhaut, mich nicht trifft, aber ich ihn triff. Dass ich mich von dir lang verarschen lasse, oder? Geh her, Kim. Ich hab schon Viecher aus dem Leben glitscht! Da warst du nicht einmal eine Zeile Programmcode! Du Ochswachs! Scheiß aus, Fucky, du Ochswachs! Geh jetzt! Oh, den Hai darf mich nicht beißen. Komm! Na, was ist? Mittlerweile. Und wenn's bis um 12 Uhr dauert. Und wenn's bis um 12 Uhr dauert, du Hurendrecks verschissens Mistviech. Wo bist denn jetzt hin? Wo ist denn der Vogel? Jo, Fucky Sepp. Ah ja, gib ihn schon. Jetzt kann er uns erwischen. Geh noch her da. Komm. Du gehst nicht her. Ja. Oh, ärgerlich. Oh, kommst nicht her, ha? Oh, das ist aber dumm gelaufen. Hm? Das war jetzt aber ganz blöd gelaufen jetzt fürs Fackel. Oh. Oh, schau so das Fackel. Du schau mal, da verstehst du ein schönes Fackel. So ein schönes Fackel. Du Trottel! Haben wir zu 5 schon gerne nicht geschlagen mit die! Mietelspack on the menu, boys! Absolut korrekt, Sprengi. So, aus welcher Range triggert ihr einen verdammten B-52-Bombe? Was ist denn das für Fleisch da? Was ist denn das? Leder! Oh, schau noch nicht an. I fucking warn you. She put the line in the coconut. Was hat denn der für Ray? Da gehen wir jetzt da um.
Ich geh jetzt da mit, da wird schon nicht nochmal so ein scheiß Mistfucky irgendwo sein. Gib mir Melonen! Nein! Wie killt man den? Mit dem Pfeilbogen. Wenn sich der Pfeilbogen genauso spielt wie der ganze Rest vom Spiel, dann treffe ich den bestimmt. Von da. Jetzt haben wir gleich keine Hacke mehr. Kostens Hacke gleich wieder zum Bauen. Dann ist Seil her. Ja, ein scheiß Bolzen. Fuck off, aber wir können gleich. Saukopf! Haha! Holst du einen Saukopf aufgetan oder was? Wo geht denn der hin? Und jetzt? Wie ist der Third Person Guy wieder gegangen? Nein, nicht nur uns. Nein, nicht nur Sau. Punkt, Komma. Look at me! Ich schlag dir ab und setz deinen Kopf als Kopf auf! Ah, guter Stream halt. So, nein, Third Person geht überhaupt nicht. Wird der mal jetzt da? Wollt man den auch noch hinter oder was? Aber wir brauchen einen ganzen Holzspeer, das ist sauber zu teuer. Und zu der Hütten kommen wir nicht auf, weil uns der scheiß Vogel irgendwas auf den Kopf aufschmeißt. Mann, haben wir da jetzt nicht eine Kackmelone gefunden auf der Drecksinsel! Hilft's nicht, müssen wir weiterfahren. Müssen wir heimfahren, hilft nicht. Die Sau kostet Kiten. Ja, ich mag's jetzt nicht noch. Ich kann mir schon vorstellen, wenn es auf die zustürmt, dass du auf Zeiten gehst oder so, dass es vorbeiläuft und gibst dir ein paar mit. Aber das ging so doch deutlich einfach. So, Ankerlichten, das ist so, ist das Insel, der Insel-Scheiß, das ist ja eine Scheiß. Insel, das ist Scheiße! Wo ist der Anker? Warum habe ich den da ganz hinten gebaut? Was ist denn mit mir? Haben wir immer noch keinen Kunststoff nicht. Ja, gut. Jetzt müssen wir sowieso erst mal schlafen. Haben wir überhaupt irgendwas zum Fressen gefunden? Nein. Außer das Facki. Planke platzieren. Ja. Und schon platziere ich die eins. Erstmal gegossen. So, haben wir eigentlich. Oh, und das ist so, sie hochgehört, als da der beschießen. Oh, Segel müssen wir noch irgendwie umdrehen oder machen wir es gleich einmal zu, wo schwappt es uns hin? Ja, triggert es den Vogel, wenn ich da vorbeifahre, auch weh. Der schmeißt mir jetzt, wenn ich schlafe, dann kriege ich einen Vogel. Sprichwörtlich. Wo schwappt es uns denn hin? Oh ja, in die Richtung. Aber ich würde sagen, wir schwimmen da außen rundum, weil da auf der anderen Seite noch schmeißt uns der Vogel. Weißt du das schon? Noch schmeißt uns der Vogel einen Bums auf. Haben wir wieder! Demon Slayer Vibes mit dem Saukopf. Ich hab die, falls du den Anime meinst, ich hab den nie richtig angeschaut, aber dann glaube ich, weiß ich, was du meinst. Ich hab letztes Mal mit Chainsaw Man angefangen. Das ist schon mal jemand angeschaut? Was ist denn das für eine geile, absurde Scheiße? Da, tu mir jetzt so ein Stil von dem Facki her, weil ich sehe, wie das Spiel schmeckt. Facki, schmeckt. Süßwasser, schmeckt auch. So, wunderbar. Der haben wir noch mehr Facki-Steak auf. Da schwappt schon wieder ein Zeiger. Das heißt, wir kommen langsam in die Richtung, wo wir hinwollen. Ich meine schon. Ja, ein bisschen weiter weg. Da umsegelt man jetzt den ganzen Scheiß da. Haben wir da noch irgend... Na. Ja, Hauptsache du bist da. Aber diesmal habe ich 2 Spiele. 1, 2. Sie kannten einen Funken mehr aushalten. Einen Funken. Dass ich 10 Sekunden mehr habe, dass ich dem Scheißhai ins Maul hauen kann. Also da ist man kann das Spiel um 30% humaner einfach. Ja, alle Mechaniken können drin bleiben. Aber wo ist aber 30% humaner? Das zeigt 30% weniger Kost. Das zeigt 30% mehr Aushalt. Dass der Hai 30% weniger oft kommt. Etc. etc. Aber nein! Man entschied sich wahrscheinlich bewusst dagegen. Na gut. Ja, Farbdose, ich weiß, dass ich robuste Plattformen bauen kann. Aber kann ich die jetzt gerade bauen? Kann ich die jetzt gerade bauen?
Was? Erst tippen auf? Na, kann ich nicht. Warum? Weil ich Metallbarren brauche dafür. Außer ihr schaut mir wirklich gerade seit 4 Stunden zu und keiner sagt's mir. Dann hau ich euch einen knockerten Arsch. Leder kann man vor, das stimmt. Das ist wohl richtig. Hier, Leder, reingeforscht. Was kriegen wir dann Tolles? Kriegen wir irgendwas Tolles? Nein, nix kriegen wir. Scheißdreck kriegen wir. Essen kann man nicht erforschen, hat's geheißen. Holz haben wir schon erforscht. So sagt man nicht Servus, sondern hey, den Tauch auf die Inseln mal danach. Du, das habe ich gerade probiert. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber dann ist mir irgendwie ein Stor auf den Kopf gefallen. Dann bin ich irgendwie gestorben. Ich weiß nicht, Diggi. Ich weiß nicht. So, jetzt machen wir das Ding da zu. So. Kriegen wir schon. Haben wir genug zum Essen? Ja, jetzt schlafen wir mal. Und dann lassen wir uns wieder gemütlich in den Müll hineintreiben, damit wir da wieder ein paar mehr Sachen sammeln. Die ganze Zeit. Ja, so. Warte mal, gib mir das Eck zu mal. Na, okay. Achso. Ja, das macht Sinn. Gehen wir das noch vervollständigen, das ist okay. Nicht hudeln, mit Geduld und Spucke wird das schon. Wir haben ja doch keine Zeit. Das ist ja das Problem. Herr Dexter! Voll nervliche Eskalation für den Chef. Reft hat mich auch so weit gebracht, instant wieder deinstalliert. Wenigstens ist jemand so ehrlich, der sagt, das ist narrisch. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Das Spiel will halt so sein. Ihr kennt's meine Flurherei. Ich find's ja auch ganz witzig. Ich bin halt so. Was soll ich sagen? Das hätte ich schon lange spät aufgehört. Ich denke, ihr wisst das. Ich hätte schon lange ich meine, das Ding ist ja nichts anderes. Green Hell. Aber in Green Hell habe ich so das Gefühl so mit der Verrecke. Du machst einen Fehler, stirb, beim nächsten Mal weißt du das besser. Aber da weiß ich ja, was ich da möchte. Und ich muss nur warten. Ich warte darauf, dass das scheiß Holzbrettel vorbeischwappt an der Seite. Und da will ich halt auf Dauer, ein wenig lässt, weil gar nichts vorwärts geht. Also gar nichts. Ich kann da nicht umeinander da, weil es offensichtlich ist das ein Herrn Vogelbeerzerinsel, der wirft mich halt, wenn ich komme. Da war die Insel wohl zu groß. Ich hoffe, dass das irgendwie im Spiel so gemacht ist. Ich meine, jetzt bin ich da 4 Stunden drin, dass nicht nach Zeit die Inseln immer größer werden und diese Bedrohungen immer die gleichen sind. Dass jetzt auf jeder zukünftigen Insel so ein scheiß Vogel hockt. Da stehen wir da, wie die Vollidioten. Aber heute waren so viele Backseater unterwegs. Und mit so viel Backseater meine ich wirklich so viel Backseater. Nächste Woche hat's euch. Nächste Woche hat's euch. Aber sowas von hat's euch nächste Woche, dass du bloß sagst, leck mir am Arsch, hat's euch nächste Woche. Da werden bloß die Leute eingeladen mit. Ja, das ist auch unfair. Aber da werden 3 Leute eingeladen und dann schaue ich zu. Ich werde nichts da, außer sagen, einmal was zum Essen. Und dann schaue ich rechts, geradeaus oder links und wer wie weit ist. Die Inseln sind unterschiedlich, mal größer, mal kleiner. Ich hoffe halt schwer, dass bei kleinen Inseln dann zum Beispiel kein so ein scheiß Vogel umeinander fliegt. Wenn ich noch gar nichts dagegen habe. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen den Eindruck gehabt. Oh, das ist gut. Mir zimmert man da nicht so ohne als gelassen. Gut, wo wir die da ohne zimmern, ist eigentlich scheißegal. Können wir da irgendwo was in welche Richtung fahren momentan? Mein Gott. Ja, beiß runter, weil der Speer kaputt ist. Es ist, ich meine, ihr merkt es ja wohl selber beim Zuschauen. Ja, natürlich sitzt jetzt irgendjemand daheim, der hat in dem Spiel 180.000 Stunden Playtime und denkt, ja, Birger, das muss man nicht so, oh Gott, bist du blöd. Dir mehr hätte ich zuschauen in die ersten 10 Stunden. Das mehr hätte ich. Ohne, dass du vorher 85 Mal ein Video von deinem Lieblings-YouTuber angeschaut hast, der bevor du das Spiel überhaupt aufmachst, schon gesagt hat, was die absolute Metataktik ist und. Ja, kenn euch doch. Ich kenn euch Pappnudeln doch. Weil gelesen wird nichts, ausprobiert wird auch nichts. Merke ich in meinem eigenen Spiel.
Merke ich mir mein eigenes Spiel, wie übergehen das steht da. So, Entschuldigung. Habe ich schon wieder keinen Hagel mehr, ne? Der ist mir gestohlen worden, gell? Haben wir da, ja, tun wir den Hagel hier. Der kommt immer da hier. Fällt da wieder so ein Fassel vorbei. Bist du auch gerade? Null. Ich habe mittlerweile so viele Spiele in meinem Leben gespielt, dass mich sowas nicht mehr aggro macht. Das Einzige, wo ich aggro wir, ist in Competitive-Spiele. Da kann es vielleicht passieren. Weißt du das schon? Oh, das Schweindelsteak, das gibt aber ordentlich. Da kommt eine gute Kisten. Gute Kisten kommt, nein, das gibt doch keine gute Kisten. Da kommt der High-Depp wieder. Wir brauchen wieder einen Speer zum 68. Mal. So. Speer hier hin. Her jetzt mit dem Schund. Das Aaron Raft steht für Rage. Aber das braucht mir keiner. Keiner braucht mir darin verzeihen, dass von dem Spiel noch nicht genervt war. Braucht mir einfach keiner verzeihen. Das braucht mir keiner verzeihen. Das ist nämlich gelogen. Weißt du, was wir momentan in unserem Freundeskreis wieder spielen, jeden Tag? Elden Ring Night Rain. Ist genauso frustrierend. Und beim Endboss verreckst nach einer Dreiviertelstunde. It is what it is. So, was haben wir für ein tolles Backerl gekriegt? Ich hätte gerne mal ein Erfolgserlebnis. Eine Motivation. Das darf jetzt nicht die Wahrheit sein, dass man hier einen Motivationsspruch freischaltet, oder? Warte mal. Wo kommt denn das? Alter. Geil. Ja, was soll ich sagen, Alter? Was soll ich sagen? Hau ab! So! Eine Podeste sind gebaut. Heute noch nicht fertig, da können noch 3 Reihen hin. Da können noch... Oh! Er kommt direkt auf uns zu! Auf das warten wir noch. Da fahren wir noch hin. Da fahren wir, wo ist der Wimpel? Der Wimpel sagt genau hin, das holen wir uns noch. Kinder, das holen wir uns noch. Ist mir jetzt scheißegal, was das mögt von mir. So, Rübe platzieren. Wir müssen mal Rüben einpflanzen. Das hilft nicht, sonst haben wir nichts mehr zu fressen. Was haben wir da? Hier, Kokonat. Isst mal Kokonat. Kann man mit der Kokosnuss irgendwas machen? Da müssen wir da Wasser einschütten. Aber das lindert den Durst und stillt den Hunger ein wenig. Ja gut, mehr kann man mit scheiß Kokosnuss nicht machen. Melonen sind wirklich stark. Melonen geben Wasser und Essen. Vielleicht war es deswegen auch ein bisschen zu overpowered. Wenn man da wirklich immer 2 Samen oder immer einen Samen gerade mal aus jeder Melone rauskriegt, das war ein wenig hart. Kistige Kiste, die holen wir uns per Hagel. Da erst her. Kommen Sie. Ja, wunderbar. So, oh ja, das mag ich. Das schmeckt. Das schmeckt! Schmeckt! So, und jetzt müssen wir ganz schnell da umprügeln. Geprügelt! Ach, mein Gott, die Steuerung und der Wurst. Ja, danke. Herzlichen Glückwunsch auch. Ich habe ein Scharnier gekriegt. Wo ist mein Floß, Alter? So, kann noch nicht Floß. So. Easy going. Dann haben wir da noch was. Das nehmen wir natürlich mit. Was haben wir da gekriegt? Scharnier! Das forschen wir gleich mal. Was man sonst damit? Erforschen! Lager! Leder haben wir schon erforscht. Alles andere eigentlich? Und wir segeln auf? Nö. Ja, mit dem Gelumpe. Wir letzte Woche auch. So kurz bevor ihr eigentlich aufhören möchtet, fängt's an, dass auf einmal das Zeug herschwappt. Und ich auf einmal da zu sagen, brr. Intermediate Builder. Build 100 Foundations. Hat ja auch bloß 2 Streams lang dauert. Sammeln, wir müssen sammeln, wir müssen... Oh, Fassel gefangen. Nochmal ein Fassel, jetzt schwappt das Zeug wieder daher. Ich glaube, das Spiel merkt, wenn man todesgetiltet ist und dann schwappt es da die ganze Zeit gute Sachen her. Hab ich das Gefühl. Ich mein schon. Sag's eben. Nur mit 2 Fassel rein! Rein in die Olga! Wenn nicht, dann in Zins.
Geht's auch. Wenn's du magst. Geht das da auch. Ja, es ist wirklich ein zager Anfang. Das kann man ein bisschen spielerfreundlicher. Könnte man es machen, wenn man wollen würde. Klangt das? Ja, das klangt. Tun wir das jetzt das so. Der Fassel Sepp her mit dem Schund. Oh, da haben wir sauber zwei geworfen. Das macht gar keinen Sinn. Jawohl. Dann können wir wahrscheinlich wieder einen hinbredeln. Und schon bredel ich die Eins. Da kommt nur... Oh. Oh, das schaut nach einer wütenden Insel aus, Kinder. Kinder, das schaut nach einer wütenden Insel aus. Wütende Insel incoming. Ich muss zeigen, Samen, weil es nicht anders hilft. Es fällt immer der Kreuz, der Blutsgeist. Oh, da kommt dann auf. Okay. Ja. Ja. Da war nur ein Fassel, ich hab's genau gesehen. So, machen wir diesen hier. Oh, wieder kein Kunststoff nicht. Oh, da ist auch noch mehr eine kistige Kiste. Kistige Kiste, meine Damen und Herren. Wird schon. Da brauchen wir jetzt bloß hin und her laufen und den ganzen Scheißdreck da einsammeln. Einsammeln und bauen. Der Hai war schon lange nicht mehr da. Weiß ich nicht, was mit dem ist. Ja, mit dem Schund. Ich will diese Kiste. Rote Kiste, gute Kiste. Oder was Tolles drin. Ja, geht so. Hauptsache das Dekorat. Oh, wir haben ja nur mal so ein Netz. Wieso haben wir das noch nirgends hingebaut? Wieso haben wir das noch nirgendwo hingebaut? Wir haben jetzt da die komplette Breiten abdeckt, gell? Jetzt wird es halt schwierig, wo ich das hinbaue. Ja, ist mir wurscht jetzt dabei. Auf das war nicht. Ah, das war nicht Mods gerade einfällt. So, allerdings sehe ich da schon wieder den Vogel umkreisen. Kannst du mich schon wieder am Arsch lecken mit deiner Drecksinsel. Was braucht man für den Pfeilbogen? Den Leim und Bolzen. Steinpfeile kann man schon bauen, die haben nicht mehr recht teuer, das geht also zumindest es geht einigermaßen, aber da brauchen wir uns nicht sagen, jetzt nur für was anderes. Also Kinder, nächste Woche, Montag oder Mittwoch, das weiß ich noch nicht, das denkt sich der Zukunftsbürger aus, Community-Zock. Dann können sie jetzt gescheit auf einen reinhocken und sagen wir weiter, sind 2 Stunden gekommen. Und zwar kriegt ja jeder so ein 5 auf 5 Felder Podestal. Sonst wird nirgends gebaut. Das war eigentlich so der Plan. Eigentlich hätte ich auch noch gern so Häuser hinbaut, also mit Wände und lauter so ein Scheiß. Aber schaut schlecht aus, Kinder. Schaut schlecht aus, dass wir so weit heute noch kommen. Ich krieg nicht einmal das Fundament zusammen. Weil das Zeug so ressourcenintensiv ist, dass du einen Vogel kriegst. Das her den Schund. Her den Schund. Her mit dem Schund. Her mit dem Schund. Ich will den Schund. So, jetzt sind wir mal da, so, dass wir zumindest 3 Reihen zusammenkriegen. Ah, das war schon mal. Das war schon mal eine Sache. Da haben wir 3 Reihen, da haben wir 3 Reihen, da hinten haben wir 3 Reihen. Und damit, meine Damen und Herren, ist, wie kasig das ist, was ich. Ja, weil, wie ich da schaue, jetzt bin ich lila. Kasig, lila. Ich bin lebendiges Ambilight. Ambibürger. Tja. Auf die. Oh, da kann man in eine Höhle schwimmen. Nein, ich mag es nicht wissen. Ich mag nichts wissen von der Höhle. Ich sag das, was ist. Nochmal. Community-Zock! Nächste Woche werden 3 Leute eingeladen. Einer kriegt dieses Plateau, einer kriegt dieses Plateau, einer kriegt dieses Plateau. Ich werde nichts tun, außer genau da neben dem Wimpel stehen und euch zuschauen und befehligen, wenn ich was zum Essen brauche und wenn ich was zum Trinken brauche. Ah? Weil dann baue ich ein Eis hin, du Drecksfisch, Vögel. Planke aufnehmen, wieso liegt da einfach eine Planke und keiner sagt was? So, speichern, Welt speichern. Aber ich sag dir was. Ich hab keinen Bock mehr jetzt! Ja. Ein gescheites Haus haben wir noch 20 Stunden noch nicht.
Er reflektiert den Bildschirm. Lul, sicher, Höhle gut, diese, lebendiger blauer Fleck, so gut Nacht, meine Damen und Herren. Ja, Bernie, hauen Sie rein, geh schwimmen, geh rein. Jetzt ist wieder ein Kinderspiel, du kriegst keine Leute mehr zusammen nach deinem Release. Urlaub ist schon genehmigt, Meister. Herr Grantlert, ich habe es versprochen, du kriegst sowieso eins von den 3 Plateaus, das suchst du uns aus und dann haben wir noch 2. Ich brauche auf alle Fälle, ihr müsst mir dann das machen wie immer. Ja, ihr schickt mir eine Inf, ihr schreibt eine Stunden Playtime dazu, das spielt mir noch keine Rolle, aber mich interessiert es. Wenn es irgendwie übertrieben oder untertrieben ist, dann schaue ich nach, ob es stimmt. Das ist immer ganz wichtig. Und ja. How Long to Beat sagt 25 bis 68 Stunden für Raw. Du hast noch nie mal was von der Main Story gesehen. Ich glaube, dass wir zu viert das Ende nicht sehen werden. Aber für einen Community-Zock ist es auf alle Fälle. Ich möchte einfach mal sehen, wie andere Leute spielen. Ja, ich mache mir keine anderen Videos oder das ist der ganze Raft Guide und du musst unbedingt das hier machen. Ja, dann kann ich mir gleich einen Bot installieren, der ist Spei für mich Spei. Das ist behindert. Ja, das ist einfach behindert. Ich möchte, dass Leute reinkommen und einfach spielen. Einfach, schmeißt euch ab, speist Salor, ist mir alles scheißegal. Hauen Sie rein. Es gibt keine Regeln, außer es wird nur gebaut auf dem 5x5 Plateau. Wie du das machst, ist mir scheißegal. Meine Damen und Herren, haben Sie heute schon mal auf den Like-Button drauf gesmashed? 2 Stunden Bürger beim Ranten zuhören ist doch schön. Haben wir mir irgendwas zerrissen heute? 0. Die Story-Inseln sind durchaus unterhaltsam. Ja, das schmerzt ja auch nicht ab. Also, es ist ja auch irgendwo cool, wenn das Spiel 50 bis 100 Stunden Playtime hergibt und für Vollgasnarrische, die da voll die Schiffe bauen und keine Ahnung was. Das verstehe ich schon. Aber ich habe das 12. Lebensjahr abgeschlossen und es ist mir einfach zu blöd, dass ich Schrott auf dem Meer sammelt, 100 Stunden lang. Verstehst? Also ich habe mit ca. 190 Stunden Playtime das Game auch mal durchgespielt und ca. 8 Stunden waren nur Scheiße bauen mit Kollegen und ein Riesenschiff bauen. Ja, genau. Das ist ja klar. Dass ihr euch da zurücklernt, mir zuschaut und euch denkt, was bist du für Behinderte, aber die ersten 3-4 Stunden habt ihr es mit Sicherheit auch nicht besser ausgeschaut. Außer ihr habt ein Video so geschaut und das habe ich die nicht da. Cyberfox! Ein Knarr auf Captain Birger und seine quakige Crew. Herr Cyberfox, merci. So, zu wie viel Leuten muss ich jetzt merci sagen, weil ich während dem Stream wieder auf überhaupt nichts aufgepasst habe. Cyberfox, merci für den 5. Luki, merci für 21 Monate. Ich hoffe, ihr habt's da. Matze aus Hassel! Merci wieder Mitgliedschaft, welcome to the squad. Mr. Dexter 7, merci für 27 Monate, Harmono mit, merci für einen Zwickel. Wookie, merci für einen Zwickel, von hinten, merci für einen Euro, Harmono mit, merci für einen Zwickel 50. Wen haben wir da noch? Herr Hochstöger, merci für den Zwickel, Skalsanleis, merci für 21 Monate, Friedolin, merci für den Zwickel, den glaube ich habe ich noch gesehen, Harmono wird, den glaube ich habe ich auch noch gesehen. Die Eltern zumindest, ein Stürmler kennen die habe ich alle noch gesehen, glaube ich. Passt. Ich bin dabei, habe 100 Stunden, das hört sich alles gut, da filmt man schon. Wir filmen schon, es ist halt immer so, irgendwie muss man es fair machen, die ersten 2, die im Jahr schreiben können, einer. Und der Grantler am Grantlabort habe ich es versprochen, dem habe ich es nämlich schon einmal versprochen und es hat nicht hingehauen. Ja, für 3 bis 4 Stunden hast du eh schon viel. Findest? Also ich bin behindert, ja, das weiß ich, aber ich bin ja nicht komplett behindert. Ich habe schon verstanden, wie das Spiel funktioniert. Aber was, glaube ich, manchmal vielleicht auch einige vergessen da ist, da läuft eine Kamera, verstehst? Und wenn ich mir jetzt 2 Stunden da ans Ende des Flosses stehe und mit dem Hagel Holzbriegel einziehe, dann ist eventuell die Möglichkeit gegeben, dass aus 1300 Zuschauern ganz furchtbar schnell 2 bis 3 werden. Das ist unter anderem so eine Geschichte, warum vielleicht manch ein Streamer, der vielleicht anfängt und sich wundert, wieso schaut jetzt da eigentlich keiner zu? Ich verstehe nicht. Holzbredel mit dem Hagel einziehen ist doch cool. Weißt du, wie man? Und darum hudelt die umeinander, die Flur umeinander, wo es nicht so machen, etc. Ne? Aber ein bisschen Bonner tue ich schon. Ja. Aber ich spiele weiter. Gibt es diesmal einen Depth-Bonus? Frag für eine Freundin. Nein, Depth-Bonus gibt es keinen. Wer zuerst kommt, mal zuerst wird es wahrscheinlich. Pro-Schau, liken am Anfang, da der Talin hat Ahnung, ihr nicht. Wo soll man die da anschreiben? Wenn ich es sage, ihr werdet es erfahren, wo und wie.
Also wir haben schon länger gebraucht, aber wir haben ja tatsächlich nichts nachgelesen, sondern alles selber rausgefunden. Ja, das, was ihr wahrscheinlich bis letzte Woche bei mir im Stream gesehen habt, das war alles. Ich check ja auch nichts. Ich darf auch umeinander probieren und umeinander pimmeln. Und sicher hat mir der Chat jetzt da einiges geholfen, aber jetzt ist jetzt auch nicht so, als da das Sperr aus, wenn ich kenne, weil der Chat da steht und mir sagt, was ich zum tun habe. Also ich lese sowieso, selbst wenn es mir sagt, ich lese ja 90% nicht, weil entweder was soll ich tun? Soll ich lesen oder soll ich spulen? Oder Blödsinn machen. Am Anfang ist es auch schwer, wenn man nicht weiß, für was man was braucht. Wenn ein paar Erfahrene dabei sind, geht das fix. Ich glaube schon. Ist ja bei Birger in Real wahrscheinlich voll introvertiert, immer mit Hoodie und Haube am Weg. Ja, ist auch so. Hat aber eher den Grund, weil mir alle 5 Meter irgendein Trottel anschreit. Birger! Dann steht dann so. Ja, wo ist ein Foto machen oder was? Ja, das war cool. Soll ich das Handy halten oder was? Du kriegst einen Schlaganfall. Ich weiß nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Passiert nicht immer, aber passiert oft. Sehr oft sogar. Das passiert öfter, als dass jemand einfach normal ist. Was das Allerschlimmste ist, hey, bist du der Birger? Ja. Kommt jetzt noch irgendwas oder keine Ahnung? Immer wenn, wo, wer Habitäre sagt, hast du wahrscheinlich auch schon Flashbacks. Nein, Habitäre nicht. Meine Fans sind nervös, wenn sie die treffen. Selber schuld. Ich glaube, das Spiel kann noch ganz geil werden. Ja, ich meine, ich sehe es ja, dass es noch ganz... Aber Green Hell taugt mir irgendwie besser. Frag mich nicht, warum. Green Hell taugt mir irgendwie besser. Ich mag das auf dem Floß. Das ist schon ganz okay, das ist eine coole Idee. Aber Green Hell taugt mir irgendwie besser. Ich mag das auf dem Wasser und so, das ist irgendwie komisch. Das ist irgendwie komisch, wenn ich mich entscheiden müsste, dann da die Green Hell wählen wahrscheinlich. Und das glaube ich ist noch schwerer wie Raft. Annex habe ich gerade Probleme beim Bildwechsel, total langsam. Das ist also ziemlich... Das Floß hat was Einschränkendes, oder? Ja. Der Hai ist nur nervig. Du haust zu wie eine Oma, du weißt, dass wenn der Hai in das Eck reinbeißt, dass dieses Bredelding mindestens 3/4 hieß, selbst wenn es direkt sofort am Anfang daneben stehst und 3 mehr einstichst und ein Haufen Ressourcen einfach verflöten gingen. Und der mindestens schon 30% von unseren Floß Bodenplattenressourcen wegfressen hat. Und es ist halt einfach nur nervig. Das ist ein perfektes Beispiel, wenn ich in Annex irgendwas mache. Natürlich auch nicht immer, aber so gut wie es halt geht. Dann ist das Erste, wenn ich eine Idee habe, das kann man so und so und so machen, oder wenn ich was ändert, ja, ist es steuert, geht es schnell, geht es langsam, keine Ahnung, ist die erste Frage, die ich mir stelle. Die steht immer als erstes ganz oben. Macht das als Spiel besser? Und wenn ich das nicht eigentlich mit einem ganz klaren Ja oder mit zumindest einem halben Ja schon beantworte, dann nehme ich die Idee, knülle sie zusammen und schmeiß sie weg. Aber der Hai, der macht das Spiel nicht besser, der macht nichts besser, der ist einfach nur nervig und sonst nichts. Die Mari schreibt, darum gebe ich offen zu, ich spiele friedlich, weil der Hai so nicht. Ich glaube, da dass sich da auch keiner rechtfertigen muss. Jeder kann ja für sich spielen, wie er will. Im Nachhinein, wenn ich das gewusst hätte, wie nervig dieses Drecksviech ist, dann hätte ich halt gern so ein benutzerdefiniert Schwierigkeitsgrad, dann darf ich den Hai ausschalten. Sonst kann alles bleiben, wie es ist, meinetwegen. Aber der Hai ist nur nervig. Nur. Furchtbar. Halt da nur beim Preis, der ist nur da, damit das künstlich entlenkzogen wird. Und sonst nichts. Sonst nichts. Und das ist für mich kein Gameplay-Improvement, sondern das ist einfach nur Dreck. Hai höchstens, wenn du wirklich ins Wasser springst. Ja, oder vielleicht sowas noch, ja. Und dann nicht, das haben wir vorher ein paar Mal gesehen, ich fall kurz einmal runter, bam, ist der Hai in meiner Fresse, ich krieg sofort Schaden. Lass mich halt 10 Sekunden drin. Dann war es sogar eigentlich ganz cool, wenn langsam so eine Musik kommt nach 5 Sekunden, so damit es da sechst von wo, also damit es der Gefäll kriegt, so, oh, jetzt hat's mir gleich.
Aber so ist die schlechteste Mechanik im Spiel der Dreckshai. Furchtbar. Hai und der Vogel, nein, Vogel finde ich noch gar nicht einmal so schlimm. Weil der ist halt da, der ist ein Hindernis. Da muss ich was bauen dagegen, wahrscheinlich halt im Bogen, ich weiß auch nicht besser, ausweichen und dann abschießen. Das ist okay, das ist eine Gameplay-Mechanik, macht das Spiel besser, ja. Da habe ich was zum drauf hinarbeiten. Aber gegen den Scheißdreckshai habe ich halt nix. Und das ewig. Ich mag gar nicht wissen, wann ich die ersten Metallbarren krieg. Das ist furchtbar. Wie bei Indiana Jones, die Riesenschlangen im Wasser. Da muss ich jetzt kurz nachdenken. Ich glaube wieder. Ich habe schon noch was im Kopf, aber ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig genau daran erinnern. Da waren wir auf so einem Podest, in so einer Storhöhle, oder? Und außerdem kommt die Schlange, wer kann das sein? Ich weiß nicht mehr genau. Okay, werden halt eine vorbeischwimmen. Die werden halt eine vorbei, wir werden nicht vorbeischwimmen? Oder wenn man ihn zumindest mit bloßen Händen hauen kennt, den Hai. Ah, das schon, ist einfach nur nervig. Nein, ist nur nervig. Na, gefällt mir nicht. Aber sonst ist das Spiel ganz cool, es ist echt eine witzige Idee. Es ist cool, dass es einen Haufen Sachen gibt, also wirklich viele Objekte, Items, Materialien, Crafting-Menüs groß und ich finde die Art und Weise, jetzt haben wir natürlich noch nicht viel gesehen, ich habe nichts anderes gebaut wie einen Boden, aber man kann ja da auch noch Pfosten und einen zweiten Stock bauen und Dächer schräg und Bodenplatten schräg und dann kannst du da richtige Schiffe bauen und so. Ich habe Screenshots gesehen von Leuten im Discord, selber habe ich nicht nachgeschaut, aber ihr zwingt es mir dazu, dass ich es zwangsläufig sehe. Da haben Leute Titanic nachgebaut. Da kriegst du einen Schlaganfall, Alter. Also die Metallbahnen werden nicht vorbeischauen, ja. Und da war noch kein einziger mal einmal in so einer roten Kiste drin oder in einem Fassel. Natürlich, dass die nicht vom Himmel ringt, ist mir schon klar. Aber einmal in 4 Stunden kann so ein geschissener Metallbarren schon einmal vorbeifahren. Und dann brauche ich wahrscheinlich aber 2, damit ich so ein Bodending mit Eisenrahmen verstärkt, dass der Hai nicht mehr reinbeißen kann. Und die zweite größte Schwachstelle ist, es wird dir nichts erklärt. Also nichts. Und jetzt lade ich mich mal aus dem Fenster, ich habe doch schon ein paar Spiele in meinem Leben gespielt und ich habe mir auch hart da, so wie es das, da wie es da, weil alle Sachen so ein bisschen irgendwie anders sind, wie in alle anderen Spiele. So als hätte man mit Absicht manche Sachen und einen Grill und diese Aufbereitungsanlage, ich meine, mehr kenne ich ja sowieso noch nicht, etc. mit Gewalt irgendwie anders gemacht wie in die anderen Spiele. So, als war das der erste Punkt auf der Liste gewesen und nicht, macht dieses Spiel besser. Egal, machen wir es irgendwie anders, hauptsächlich machen wir es nicht wie der Rest. Ja, das macht aber das Spiel nicht besser. Meine auch. Das muss ja jeder selber wissen, aber gut. Hai wäre okay, wenn er nur beim Tauchen angreift, aber dass er das Floß anknabbert, ja. Ich meine, gut. Es ist jetzt nicht so, als wäre man nicht optisch und mental darauf vorbereitet worden, dass da wahrscheinlich ein Hai kommt, der dein Floß frisst. Aber lasst es halt dann alle 20 Minuten kommen anstatt alle 10. Oder alle halbe Stunde anstatt alle 10. Bitte. Oder gibt es mal eine Einstellung auch während dem Spiel? Hai-Attacke maximal alle x Sekunden. Minuten oder irgend sowas. Aber ansonsten ist es ein gutes Spiel. Brauchen wir nicht schmerzen. Kann ich absolut verstehen, warum da Leute hunderte Stunden versenken drin. Das ist absolut nice. Absolut in Ordnung. Ich denke, jeder da herin versteht meinen Rant. Dass er schon ernst gemeint ist, irgendwo aber auch nicht, sonst hätte ich schon zum Spiel aufgehört. So! Über was unterhalten wir jetzt noch? Jetzt ist es wieder 5 vor über 11. Da von hinten schreibt, Birger, ich darf gern den Global Chat auf NX ausschalten. Geht das? Mag das nicht, dass das ständig die Zahl aufploppt? Ignoriere es einfach. Nein, geht nicht. Mit mehr Leuten wird es auch direkt viel einfacher. Ja, gut, das ist sowieso klar, aber so ein Spiel, finde ich, muss auch solo spielbar sein. Dann muss so ein Spiel in-game dann mitskalieren, ob man zu zweit ist, zu dritt oder zu viert. Erklärst du uns nochmal, wie NX funktioniert? Okay, Sprengi. Also pass auf. Na, aber Werbung kann man mal schnell machen, weil warum nicht? Ha? Sollen wir mal nochmal schnell ein bisschen wie schauen wir aus? Bisschen NX-Werbung? Wer war am Freitag nicht da? Ich
präsentiere Ihnen mein eigenes Spiel Annex. Findest du auf der Internetseite annex.gg. Du brauchst nichts installieren, das ist eine Internetseite, das ist ein Browser-Game. Registrier dich, log dich ein, spielst ein wenig. Gute Geschichte ist das. Nice. Klingt das? Hör auf, leckt schon so! Das hat für ein Gerücht, dass das da leckt. Das ist schon sehr dubios. Bei mir läuft alles bei so 40 Millisekunden, ab und zu mit 75er, aber selbst das ist ein Unterschied, den sollte man eigentlich nicht bemerken. Bei mir fällt irgendwie nie was. Wer greift mir nicht schon wieder an? Der Darth Bobby, 50 Minuten, ja, das rentiert sich. Da weiß jemand, wie man das Spiel spielt. Späßle. So, mehr mag ich schon gar nicht sagen. Es läuft wirklich gut. Brauchen wir nicht rumdiskutieren, es läuft wirklich gut. Es kostet übrigens auch nichts. Ja, man kann einen Supporter-Account kaufen, da gibt aber keine spielerischen Vorteile im Spiel, sondern bloß ein kleines Icon an deinem Namen, wenn du das Projekt unterstützen willst. Ja. Nein, nur bei dir, aber bei mir 2 Minuten. Immer noch. Iron Sky immer noch. Jetzt in der Minuten. Wenn du jetzt... ja, genau. Okay, das wollte ich hin. Ich glaube nämlich, dass ich einen kleinen Übeltäter schon gefunden habe. Wenn natürlich 200 Leute online sind, und das sind die meiste Zeit tatsächlich über 200 Leute teilweise online. Ja, dann geht der Server halt ab und zu bei einzelnen Personen ein bisschen in den Knie und es dauert ein bisschen, bis Sachen lohnen. Mitten unter der Runde werde ich einen Teufel tun und den Server upgraden. Okay? Bei der nächsten Runde haben wir einen stärkeren V-Server da. Noch keinen Dedicated, die haben einfach zu teuer für dieses Projekt, das ist ein Witz. Aber einfach einmal 2, 3, 4 Stufen einen Herren V-Server in die Hand nehmen und dann werden wir schon sehen. Dann ist es garantiert da drin. Garantiert. Das ist einfach, das musst du dir vorstellen, wenn 200 Leute auf so einem, das ist der kleinste Pimmel-V-Server, den es irgendwo zum Kaufen gibt. Der Scheißdreck-Server kostet so gut wie gar nichts. Ich nenne jetzt keine Zahlen, aber das ist ein Witz. Das ist ein Witz, was der kostet. Also das ist nix. Warum nenne ich das eigentlich nicht? Weißt du, was der V-Server kostet? 6 € im Monat. Sogar die Domain ist deine. Die kosten 10 im Monat. Ja? Also das Ding am Laufen halten kostet aktuell gar nichts. Gut, 6 € sind auch gar nichts, beziehungsweise 16 € und ein paar andere Dinge, die dazukommen. Sagen wir, mir kostet das Spiel 50 im Monat. Rein hier Geld. Da, hier dem Geld. So. Meine Zeit dahinter, das erkläre ich jetzt lieber nicht, wie lange, dass wir da sitzen schon, aber ist egal. Das sind 100 Mark! Spreng ich Trottel. Das ist richtig. Aber da kann einfach der Server auftreten. Aber ich werde den Teufel tun, das während einer laufenden Runde zum Tor und schon gleich gar nicht 5 Tage nach Release, weil da immer was kaputt geht. Ich wiederhole, bei einem Serverumzug, da kannst du nur so sauber arbeiten, wie du willst. Irgendwas vergisst du immer, irgendwas ist immer kaputt. Und das machen wir, wenn die Runden gar ist. Vielleicht sogar, also wenn eine Runden gar ist, dann kriegt sowieso erst einmal jeder eine Meldung, hey, das Netzwerk hat gewonnen. Und ab dem Zeitpunkt fange ich dann auch wahrscheinlich an. Die Runden ist dann nicht zack, gar und keiner kann mehr spielen, sondern ihr könnt einfach noch ein bisschen weiterspielen. Wahrscheinlich sogar ein paar Tage lang, maximal eine Woche bis zum nächsten kommenden Freitag. Dann wird wieder gewiped und es geht von vorn los. Aber genau diese Woche zwischen den Runden, vielleicht auch mal 10 Tage zwischen den Runden, das ist der perfekte Zeitpunkt, um neue Mechaniken zu implementieren, wenn ich bis dahin welche vorbereitet habe und die von euch zu testen lassen, bevor es in den nächsten Runden damit losgeht, oder eben so eine Geschichten wie Server-Upgrade. Und dann ist die Frage, ob ich den Server überhaupt upgraden kann oder ob ich eventuell umziehen muss. Das nächste ist, auf so einem V-Server, was heißt V-Server? Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so genau, aber ich tippe mal auf Virtual Server, einen virtuellen Server. Das heißt, da steht ein Gerät, das kannst du dir vorstellen wie ein PC, der steht nicht bei mir daheim. Das haben mich Leute auch schon gefragt. Dass mein Internet, ja, ist egal. Den mietet man sich sowas. Und dann steht da, das kannst du dir vorstellen, wie dein PC. Und auf diesem PC, da sind Festplatten drin, genau wie bei dir. Da ist RAM drin, da ist ein CPU drin. Das ist wie ein PC. Nichts anderes. Aber er ist halt dafür ausgelegt, ein Server zu sein. Und dann steht der da und dann ist auf der Festplatte ist mein Annex drauf und dann laufen im Hintergrund Prozesse, die Sachen bearbeiten und so weiter und so fort. Und dann ist da ein riesengroßer Kasten und ich miete mir davon einen kleinen Teil für 6 € im Monat. Ja? Und auf diesem physikalischen Hardware-Gerät da bin nicht bloß ich drauf, weil sonst gingen Hetzner, Strato etc., die gingen alle pleite, sondern da haben noch 1000 andere User drauf, die ebenfalls so ein kleiner Schnitzel von dem V-Server mieten. Okay? So. Sicher,
diese virtuelle Maschine, die ich kriege, wo mein Spiel drauf liegt und wo ich Zugriff habe und wo das alles berechnet wird und so, habe ich eine gewisse Leistung immer sicher. Das heißt, der CPU ist immer so und so, ist für mich reserviert und so viel Festplatten und so viel Arbeitsspeicherleistung und was weiß ich was ist für mich reserviert. Aber wer weiß, was die anderen 1000 Leute auf diesem Server so treiben. Wenn da einer dabei ist, der regelmäßig den Server bis zur Spitzenauslastung treibt, dann zieht das alle anderen User auf dem Server auch runter. Ja? Kann passieren. Das heißt nicht, dass das bei mir und in dem Spiel der Fall ist. Aber es kann halt sein. Ich möchte nur erklären, wie schwierig das ist, rauszufinden, was diese Lag-Spikes verursacht. Und da ich nichts Konkretes finde, schaut sie halt einfach einmal sehr ab 200 bis 250 Leute gleichzeitig online, die in der Minuten meinetwegen 20 Mal irgendwo hinklicken und Aktionen auslösen, bis 30 Mal, was so alle 1, 2 bis 3 Sekunden eine Aktion ist, schon realistisch, dann sagt der Server, mein Abschnitt, den ich kriege, halt irgendwann einmal und dann leckt es halt einmal kurz. Erklärung für die Bauernschrauber. Das ist wie wenn dein Spezi auf die Hebebühne lässt für ein Tragel Bier. Weißt du was? Das ist wie wenn die dein Spezi auf die Hebebühne lässt für ein Tragel Bier. Na, das verstehe ich nicht. Was sagt denn die Serverauslastung? CPU, keine 3% RAM, wie viel? 1,5 GB voll von 8 und Webserver-Log sagt auch gar nichts. Gar nichts. Mit so einem Billo 6 Euro Faser bist du halt irgendwo in einem Besenkammerrechner eingemischt. Richtig. Das ist noch nicht einmal irgendeine Premium-Variante, da wo es dann wirklich heißt, die Leistung hast du 100%ig. Bei CPU ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wichtig ist der Arbeitsspeicher genau. Das, was der Sprenger sagt. Und das, ich wollte halt einfach das auch mal sehen. Das ist der absolute Pimmelfaust. Ich sage es jetzt nochmal, wie es ist. Und es läuft schon so cremig. Das kann nicht so schlecht sein. Aber jetzt müssen wir den Server upgraden. Und wenn wirklich alle Strick reißen, dann muss man sich das über 1, 2, 3, vor allem ab der dritten Runde wird es interessant, wie viele Leute von euch noch da sind. Weil irgendwann hat man sich einfach abgespielt. Das ist einfach so. Ich bin allein. Ich habe 1 Million Ideen für das Spiel. Aber so richtig zurückholen, glaube ich, kann ich manch einen, der da voll reingesuchtet hat, halt bloß, wenn es wirklich große Updates von Runde zu Runde gibt. Und für das bin ich halt einfach allein zu langsam. Also das kriege ich nicht hin, dass ich innerhalb von 4 Wochen da irgendwelche Major-Updates einbaue, dass man auf einmal was alles für narischen Scheiß noch zusätzlich machen kann. Das geht einfach nicht und deswegen muss man das ein bisschen beobachten, wie sich das finanziell entwickelt, wie sich das aufwandstechnisch entwickelt und dann kann man sich vielleicht wirklich mal überlegen, ob man sich vielleicht wirklich einen Dedicated Server hinstellt. Dafür halt einen ganz kleinen. Aber der gehört dann mir und da bin nur ich drauf und die Leistung habe ich dann sicher. Und dann läuft das Ding wahrscheinlich, hoffentlich, ich bin guter Dinge, dass genau dieses Problem ist, also einfach Pimmelserver halt einfach, es hilft nicht, dass das Problem wahrscheinlich löst. Major narischer Scheiß. Ja, ist aber, ist ja. Muss den Battle Royale Modus einbauen, hilft bestimmt. Ja, ich habe auch gehört, dass KI ganz gut ist. Und dieser sogenannte Battle Pass, der soll ja auch nicht schlecht sein. So, haben wir jetzt für genug Leute reingebaitet, die mich angreifen. Der Bobby, der Iron Sky, es scheint bei ihm zu funktionieren. Der Sturmlakai greift mit 2 Mal an, 2 Raketen haben wir auch. Oh, Raketen kommen immer gut. Weißt du warum? Weil ihr alle keine Stealth-Module drin habt und ich die einfach oberschieß und XP kriege. Danke. Und dann gehen wir daher und dann können wir Produktion, hier Titan Harvesting, jawohl, rein geforscht ins Viech. Und dann machen wir noch da hier den Lager ausbauen, ja. Und der Rohstofffabrik, die bauen wir auch noch aus und dann ist das Lager leer und dann ist mir der Rest wurscht. Und Skins für 80 Euro. Das ist was eventuell kommen kann, ja. Irgendwann einmal. Skins. Also tatsächlich, dass Skins kommen. Aber nicht zum Kaufen, sondern die haben genauso an den Supporter-Account geknüpft. Wenn du dir einen Supporter-Account kaufst, hast du Zugriff auf Skins, dann kannst du sagen, was für Skins das gibt, weiß ich noch nicht. Aber dann schauen deine Gebäude anders aus oder das sagst ja nur du selber, diese Gebäude. Oder auf der Karte schaut dein Koloniebeutel ein bisschen anders aus. Da gibt es dann, was weiß ich, 2 verschiedene am Anfang. Irgendwann gibt es 3 verschiedene. Damit ist alles ein bisschen, ja, einfach
Es muss halt einfach wachsen. Und gut Ding braucht Weile. Und ich hoffe halt, dass man, wenn die Runden jetzt da vorbei ist, dann starten wir die zweite Runde. Dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass aus den über 400 Spieler mittlerweile nicht einmal mehr die Hälfte übrig ist. Das garantiere ich. Ne? Und in der dritten Runde ist von der Hälfte auch nicht mehr die Hälfte übrig. Aber vielleicht ist es so wie bei mir und bei Path of Exile zum Beispiel oder wenn ich sicher nicht Season-getriebenen Spiele spiele. Ich spiele eine Season, hab voll Bock, macht voll Spaß, bin dabei, dann ist die Season gar und ich leg's weg. Dann spiele ich halt einmal 1, 2, 3 Runden nicht und in der 4. Runde denke ich mir wieder, was, jetzt schaue ich mir wieder rein. Und da müssen wir halt irgendwie, hoffe ich, dass ich das durchhalte, das ist einmal das Erste. Und da hoffe ich, dass wir, was ist denn da? Da schau ich, ja, müssen wir noch schnell mitnehmen. Entschuldigung, ich muss noch schnell einen Extraktor hinschicken, nicht dass was passiert. So, tagsüber ist das Problem auch nicht. Ingame Achievements für permanente Skins. Coole Idee, aber macht das Spiel besser? Andere Fraktionen als die aktuellen Terraner mit etwas anderen Spielmechaniken. Wir brauchen mehr Overlords. Herr Sprenge, da habe ich selbstverständlich darüber nachgedacht. Schwierig ist natürlich mit anderen Spielmechaniken. Aber über was ich nachgedacht habe, ist, dass man die NPCs, die es ja schon gibt, ja, da schaut der Koloniebeutel zum Beispiel so aus und so weiter und so fort. Die haben ihre eigenen Truppenbeutel und so weiter und so fort, aber noch keine Gebäudebeutel. Das wären die ersten Skins wahrscheinlich. Dass du kannst dann Aare spielen, du kannst auf Metis oder auf die Lava-Planeten, ja, dann gibt es halt diese Rock-Typen, ja, du bist dann so einer, oder? Und nicht irgendwie so Terraner-mäßig, wie du gerade gesagt hast, sondern deine Kolonien schauen nicht dann so aus wie da. Aber mit den ganzen Beutel etc. bin ich noch lange nicht so weit. Ich bin ja mit der ganzen Optik sowieso noch nicht zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Vieles schaut noch sauber, comichaft aus. Ich kriege jetzt mal wieder Augenkrebs, wenn ich das aufmache. Das ist so beschissen hellgrün, dass ich ausflippe. Die Oberfläche vom Magma-Planeten ist auch sehr eintönig, ist einfach grau-rot, das war's. Da gehört irgendwie ein bisschen orange und rot rein. Es gehört düsterer, 10% realistischerer Zeichenstil und. Das ist ein Unendlichkeitsprojekt, Kinder. Ist eigentlich schon jemand am Sandplaneten. Na Gott sei Dank, wenigstens das nicht. Es geht auch alles aktuell sauber schnell. Wenn ich da mal in die Ranglisten reinschaue, der erste ist, wer mich angreift, ist gay. Das ist übrigens, das darf ich jetzt eigentlich fast nicht sagen, weil sonst meint da jeder, der oben mitspielt, es wird gecheatet. Ich verspreche euch, ich habe euch schon viel versprochen und ich wüsste nicht, wo ich einmal gelungen hätte. Auch hier wird nicht gecheatet. Ich möchte ja selber fühlen, wie sich das Spiel fühlt. Wie schnell geht es vorwärts, was ist nervig, wenn ich warten muss und das ist kacke und so weiter. Da habe ich in den letzten 3 Tagen 1000 Sachen angepasst. Der, wer mich angreift, ist gleich so Spezi von mir. Und der weiß sehr genau, was er tut. Mit sehr genau meine ich sehr, sehr genau. Und ja. Saubert schnell, sagt er. Es geht saubert schnell. Nach 3 Tagen 7 Kolonien haben. Nach 3 Tagen 7 Kolonien haben ist saubert schnell. Vor 2 Monaten hat die erste, zweite Kolonie 3 Tage gedauert. So viel dazu. Das erste Game, in dem ich carried werden muss. Ja, Flash, das erste ist, weiß ja nicht. Ich habe in 2 Stunden 8. Ja. Und das ist allerdings also ein bisschen Fluch und Segen. Und jetzt pass auf, das ist meines Erachtens aktuell die größte Schwachstelle im ganzen Spiel. Das wird richtig hart Arbeit. Ja. Also 8 Kolonien, das geht noch. Ich glaube, dass 10, 12, 15 gerade noch geht, aber ab dann wird es happig. Und das will ich nicht, weil es die abspulst. Permanent. Du machst dann permanent das Gleiche. Nichts fühlt sich mehr besonders so. Deswegen mag ich den Anfang von den Runden so, wenn sich jeder einzelne Rohstoff, den du kriegst, gut anfühlt, jede Truppen, die du baust, gut anfühlt, wenn sie einen Kampf überlebt oder irgend sowas. Und das geht sauber schnell. Da habe ich lieber, dass die Kolonie selbst wahrscheinlich in Runde 2 ein bisschen schneller wächst, aber dieses Expandieren und die zweite Kolonie daneben und am gleichen Tag noch die dritte und am gleichen Tag noch die vierte, dass das nicht geht, weil es durchdrast. Sprenge schreibt, Idee, alte, Klammern, fertig ausgebaute Kolonien in NPC-Kolonien entlassen.
Ja, aber du brauchst ja die Kolonien, weil du sammelst mit dem Ding ja die Rohstoffe, du beschränkst die ja selber. Es geht eigentlich darum, je mehr Extraktoren du hast, desto mehr Primärrohstoffe kannst du pro Stunde sammeln und desto schneller kriegst du das Bauteil fertig. Deswegen hoffe ich jetzt, dass die Bauteilproduziererei genauso schnell funktioniert wie das Expandieren mit den Kolonien, dass das Spiel beendet ist, bevor der erste Spieler mit 30 Kolonien rumsteht. Und das muss man einfach ein bisschen anpassen, dass wir mir da so ungefähr auf 4 bis 6 Wochen kommen. So einfach so ein bisschen. Und das ist ganz schwierig, das kannst du vorher, also mit Sicherheit kennen das professionelle Game Designer oder Mathematiker wahrscheinlich sogar besser als ich, das im Voraus zu berechnen. Aber ich bin einfach zu faul. Weil mittlerweile ist das Spiel wirklich so komplex und hat so viele verschiedene Sachen, die man machen kann, dass es 1000 verschiedene Wege gibt, wie du am schnellsten ans Ziel kommst. Servus, was gibt's Schöneres als Winterdienst und dein Stream? Weiß ich nicht, Benni. Kein Winterdienst und mein Stream. So, ich mag euch heute nicht schon wieder mit Anecdote labern, aber selbstverständlich ist es jetzt ganz neu und also werden wir immer wieder mal nach dem Stream ein bisschen drüber labern, wenn es was gibt. Aktuell tue ich nicht viel, außer wirklich kleine Fälle aufpassen. Im Hintergrund ist sehr viel passiert übers Wochenende. Das sind so Sachen, das ist aber ein bisschen schade. Ich meine, ich kann auf viel erzählen, wenn der Tag lang ist, aber ich habe zum Beispiel eine riesengroße Language-Datei auseinanderpfriemelt, die mittlerweile so riesengroß geworden ist, dass es Ewigkeiten braucht zum Lohn. Das ist was, das merkt ihr nicht. Ja, wenn ich im Hintergrund zum Beispiel Beutel neu exportiere in andere Formate oder kleiner rendert oder lauter so Sachen, die für euch, okay, das Spiel schaut genauso aus wie vorher, hast du überhaupt irgendwas da? Ja, sogar einiges, aber ihr merkt es nicht. Es ist noch so viel an der Performance zum Tor, die ganzen scheiß Beutel können alle in Sprite zum gewandelt, vor allem auf der Karten, beim Kolonienlohn, etc., 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 etc. Das sind alles Sachen, das merkt ihr nicht. Eltern sprechen immer gerne über ihre Kinder. Was? Achso. Verdammt nochmal. Ja, irgendwie muss ich meine Kinderlosigkeit natürlich kompensieren. Das ist ja klar. Das ist ja klar. Ich konnte deinen Namen nicht lesen, aber ich sage jetzt einfach mal, Dreadmore schreibt, wie kann man das Spiel spielen? Einfach im Browser. Du machst einfach Chrome, Safari, scheißegal was für ein Browser geht, funktioniert mittlerweile auch am Handy. Am Handy schaut es nicht toll aus. Es ist halt nun mal ein Hochkantbildschirm, da habe ich nicht recht viel Freiheit. It's meant to be played on PC. Da gehst du auf anex.gg. Da kannst du einfach registrieren, es kostet nichts, jeder hat die gleichen Vorteile, niemand hat Pay to Win, niemand hat irgendwas. Microsoft Edge soll halt eigentlich auch funktionieren, ganz normal, ja. Der Agrartechnik-Fan schreibt was, ich spiele nur Handy, selten PC. Hey, wenn es am Handy spielbar ist und jemand das anders gar nicht kennt und euch das so taugt, dann ist das echt in Ordnung. Da freue ich mich, ganz im Gegenteil. Das ist nicht bloß in Ordnung, ich freue mich. Das hat nämlich mit Abstand die meiste Zeit kostet, dass ich die Scheiße da irgendwie auf dem Handy dastehe. Ohne dass alles ausschaut wie hingeschissen. Extraktoren abschießen und dauert es gleich länger mit den Bauteilen. Herr Marco, genau das wird wahrscheinlich die erste, neue Mechanik, so neu ist es nicht, oder die erste erweiterte Mechanik. Plaudert man da noch kurz aus dem Entwicklertagebuch, ne Kästchen. Bevor die Runden angefangen hat, war es so, dass man sein Bauteil, egal in was für einer Kolonie bauen hat können. Mittlerweile ist es so, dass du dein Bauteil, du baust es in Kolonie A und dann ist das Bauteil in Kolonie A. Wenn ich jetzt in meine nächste Kolonie gehe, meinetwegen auf den Uranus, hallo, dann schaue ich da, möchte da ein Bauteil bauen, dann steht dort das Bauteil befindet sich in einer anderen Kolonie in Wuchs 1. Wenn ich da draufklicke, komme ich nach Wuchs 1 und dann sehe ich, ja, da ist mein Bauteil. Passt. Das wir übrigens einmal ausbauen könnten. So. Das ist das, was ich kurz vor Release noch schnell eingebaut habe. Und dann merkst du schon, da herunten haben so Tabs, Zustand 100%. Was soll das heißen? Kann das kaputt gehen? Nein, aktuell noch nicht. Der nächste Schritt ist, Bauteile per Transport zwischen die Kolonien versenden können. Und dann bin ich überlegen, wie weit dass man dieses System aufbricht. Können Bauteile kann ein Spieler mehrere Bauteile gleichzeitig besitzen und bauen? Weiß ich nicht. Schauen wir mal, muss ich mal überlegen. Wie komme ich da jetzt drauf, weil du sagst, auf den Extraktor schießen?
Man kann dann mit Raketen weiterhin auf Kolonien schießen. Wenn aber in dieser Kolonie ein Bauteil ist, dann kriegt das Bauteil Schaden. Und nicht wie beim Gebäude, das Bauteil ist jetzt Stufe 3, kriegt Schaden, 10% ist dann bei 90%. Dann kommen noch mit 30 Raketen hinten rein und es ist dann irgendwann kaputt bei 0 und wird dann zerstört. Das passiert beim Gebäude aktuell nicht. Das ist bei 0 und da bleibt's. Stufe 22 Lager, Zustand 0, da ist es halt. Und beim Bauteil war ganz witzig, wenn der Prozentbalken, du bist auf Stufe 10 Bauteil, Balken geht runter auf 0, kommt noch mehr Raketen mit 3% Schaden, zack, springt das Bauteil von Stufe 4 auf 3 oder von 5, wo waren wir? Von 10 auf 9 und ist dann bei 97%. Das heißt, dass du bei deinen Gegnern das Bauteil kaputt schießen kannst. Also wegschießen kannst, wenn es ist. Und wenn man deswegen braucht man die Funktion hier Bauteil von A nach B schicken. Da ist dann safe, unterwegs kann nichts passieren. Noch nicht, da ist noch ganz weit hin, das erkläre ich jetzt nicht. Dann braucht man einen zweiten Tab da herunten, du musst das Bauteil reparieren können. Dann braucht man eine dritte Überprüfung, wie machen wir das, jetzt wenn in der einer Kolonie schon ein Bauteil liegt und ich schicke das andere nicht da hin. Geht das überhaupt? Habe ich dann 2 in einer Kolonie, was soll ich machen? Etc. etc. Aber damit ihr immer wisst, so, das ist der nächste Schritt in Richtung, man kann die Leute anfacken beim Bauteile bauen. Und du musst aufpassen, wo du das hinschickst und musst schauen, dass der Gegner nicht rausfindet, wo du dein Bauteil baust. Der nächste Schritt ist, es wird ein Hai gebaut, der 2/3 vom Waffenlager wegfrisst. Du kannst ja Franziska einbauen? Nein. Abfangen und klauen im Transport. Das ist der übernächste Step. Es ist natürlich geplant, du kannst da aktuell auf der Karten Transporte von A nach B schicken, du kannst ein Bauschiff irgendwo hinschicken, du kannst einen Angriff irgendwo hinschicken. Und wenn du da auf der Karten schaust und du drückst einmal da das Radar, haben wir gerade Glück, dann sehe ich, dass da der Schokoloco gerade einen Wasserstoff abgebaut hat und da ein Extraktor unterwegs ist, der gerade heimfliegt. Es gibt noch andere Sachen, die der Radar aufdeckt, zum Beispiel Truppenbewegungen, Transporte, Bauschiffe, aber sie müssen halt in Range sein. Und jetzt kann ich das Ding anklicken und dann irgendwann möchte ich da herunten einen Button haben, wie bei einer Kolonie. Zack, ich schicke da jetzt Raketen drauf und schieße auf den Extraktor. Oder ich schieße auf die Truppenbewegung. Oder ich greife mit Truppen diesen Extraktor an, klaue ihm den Rohstoff, hau einen Extraktor zusammen und oder klaue einen Rohstoff, den er eventuell gerade dabei hat, weil er gerade heimfährt, mache ein bisschen einen Schaden an dem Extraktor und laufe wieder heim. Lauter so Sachen. Und dann kann er als Gegenpart, kannst du meine Truppenbewegung abfangen und da wenn die Rohstoffe dabei haben, die klar und. Aber merkst selber, was das für ein Netz aufmacht von Sachen, die rumfahren. Und das weiß ich noch nicht so recht, ob man das überhaupt ins Spiel einbringt. Weiß ich noch nicht. Hast du eigentlich die ganze weitere Planung im Kopf oder gibt es da einen Plan, sowas, wo du deine Ideen und so weiter schreibst? Halb. 50-50. Schwer zu merken, die Ideen, von denen ich nicht ganz so begeistert bin, stehen meistens irgendwo, aber nicht alle. Nicht alle. Sonst bin ich den ganzen Tag bloß am Schreiben. Phase 1, NX Online. Phase 2, Phase 3, Profit. Ja, so ungefähr. Gibt es Weltereignisse, Katastrophen oder NPCs? Es gibt NPCs, habe ich gerade gesagt. Da, hier gibt es NPCs, die stehen da nicht einfach bloß, die lernen schon ein bisschen was, auch noch nicht alles, was sie irgendwann einmal kennen. Die kennen die Angreifer, die schicken Gegenschläge, die fangen Raketen ab und sie greifen die teilweise an. Da wird wahrscheinlich der nächste Step, dass die auch Rohstoffe sammeln im Umkreis von ihnen, also auch mit einem Extraktor daherkommen und da Sachen abbauen und so. Und dann sich ins Spiel einfügen, auch wie Spieler. Das Einzige, was sie nicht tun, ist expandieren. Also die gründen keine neuen Kolonien. Das war wegen, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich schwierig zum Programmieren, dass das in Balance bleibt. Und es gibt keine großen Weltereignisse, also es gibt nicht irgendwie ein Komet oder irgendwas, aber es gibt ein dynamisches Wettersystem. Das kann auch noch nicht viel. Aber eine Kleinigkeit ist schon drin, es kann ab und zu mal radioaktiv regnen, dann kriegen deine Gebäude ein bisschen an Schaden. Und es gibt nur einen Säureregen, es gibt dann Schnee, es gibt dann Säureschnee, es gibt einen radioaktiven Schnee, es gibt dann Schneesturm, es gibt sonnig, klar, ist die meiste Zeit auf dem Erdplaneten, aber da können wir ja mal daher schauen.
Gut, da ist jetzt auch gerade so nicht klar. Es gibt da einen Wetterbericht, der hat noch nie geschaut, es gibt Windgeschwindigkeiten, das Einzige, was es nicht gibt, sind Windrichtungen. Man sieht, wann sich das ändert und Temperaturen und bewölkt oder nicht und so weiter und so fort. Das ist also was irgendwann einmal langsam ins Spiel einkommt, wenn ich ein paar mehr bessere Ideen habe, was das Wetter für Auswirkungen aufs Spiel hat. Werden Truppen langsamer, haben bestimmte Truppentypen beim Kampf, der während Säureregen stattfindet, stärker, schwächer, was auch immer, etc. etc. Ideen gingen mir nicht aus. Also, Ideen gingen mir nicht aus. Die Ideen. Und wenn mir keine mehr einfallen, dann sage ich dir, wie es ist, was ich dann tue. Dann rucke ich jetzt 2 Zentimeter da hinten, hole mir lustige Zigaretten, rauche ein, 2 von denen, stelle mir am Balkon aus und dann rattert ich dir Ideen her, dass du einen Schlaganfall kriegst. Also an denen scheitert es nicht, aber es muss auch machbar bleiben. Es muss machbar und vor allem wartbar sein. Ja, wenn dann irgendwo ein Fehler ist, und das Ding ist mittlerweile wirklich nicht ganz ohne, für mich zumindest. Ja, ein studierter Programmierer, der denkt sich wahrscheinlich, ey, ja, jetzt chill mal, so tragisch ist es nicht. Und natürlich besteht das Ding aus nicht mehr wie eine Trillion if-Abfragen, das ist mir auch klar. Aber trotzdem ist es alles Aufwand, der muss immer gepflegt werden. Je mehr Mechaniken und Techniken und Scheiß du da einbaust, desto fehleranfälliger wird das. Und 2 Game-Breaking-Sachen haben wir gefunden. Die Quest, die der automatisch einen NPC-Angriff schickt, hat keine Heimatkolonie. Und das hat tatsächlich einen Fatal Error ausgelöst, der einen Cronjob abgebrochen hat. Da habe ich kurz geschwitzt. Sag ich dir, wie es ist. Da habe ich kurz geschwitzt, weil im Kampfsystem oder in die Cronjobs, die Raketen verarbeiten, die Kämpfe verarbeiten und so, wenn da irgendwo ein Fehler ist, den ich im letzten Jahr in 8 Monaten durchsuchten Programmieren nicht gefunden habe, dann weiß ich, das wird jetzt kreislich, die Scheiße zum Finden. Vor allem während einer laufenden Runde. Das ist das Allerschlimmste dabei. Aber gut, das war das, dann hätte ich es nie releasen dürfen. Warum stehen um die Gebäude ein riesiges Schaufenster? Spreng ich halt dein Maul. Weil ich es nicht schöner hingekriegt habe, das Innenleben einer Glaskuppel darzustellen. Lass mich in Ruhe. Wie viel Zeit steckst du in Debugging zu neuen Mechaniken? 1:2? Meinst du Entwicklung, sagen wir es so, 50-50, glaube ich. Weil ich mir beim Entwickeln schon relativ viel Mühe gebe, an alles zu denken, was so geht. Ich sage jetzt mal, eine Stunde Entwicklung ist gleich eine Stunde Testen. So jetzt im Schnitt. Natürlich, ich wüsste jetzt nicht eine Mechanik, für die ich bloß eine Stunde braucht habe, aber 50% Debugging, 50% Bugging. Schnauze. Herr Kone! So, zum Schluss, ich laber mich schon wieder tot. Das ist so, wie der Bahako gerade gesagt hat, man redet einfach gerne über seine Kinder. Es steckt einfach so viel Zeit da drin. Ein bisschen stolz bin ich schon, da brauchen wir nicht drum schmerzen. Aber ja. In welchen Sprachen ist der Spaß geschrieben? Sagen wir es mal so, die Programmierarbeit wird in PHP erledigt. Darstellung, viel JavaScript, jQuery, Bibliothek. Es ist PHP. PHP, MySQL, fertig. Ajax, JavaScript. Also mein NX-Stream hat leider kein Gehör gefunden. Ich wollte es nicht dazu schreiben. Du hast zu hoch motiviert geklungen. Wie viel Zeit habe ich noch gelesen? Wartbar ist gleich Wartheit. Da hätte ich jetzt eigentlich damit gerechnet, Herr Icarus Biff, dass der Spreng da daneben steht, der das geschrieben hat, aber ja. Die Close-Up-Hintergründe von den Kolonien schauen gut aus. Brauchen wir nicht rundum reden, haben selbstverständlich mit KI erstellt und dann von mir zusammengeschustert. Aber bei so großen Beutel tut er sich noch hart. Ich finde, Gebäudebeutel gefallen mir mittlerweile richtig gut, wobei ein paar ein bisschen zu ähnlich ausschauen. Aber die Hintergründe, die haben einfach zu groß, da tut er sich hart. Warten wir die nächste Version ab und dann gehe ich wieder drüber. Immer wieder mal. Ich hab auch keine so eine richtige To-Do-Listen. Ja, nach Prioritäten sortiert, so wie das eigentlich geht. Sondern ich mache, genau wie im echten Leben und überall, ich habe jetzt Bock, das zu machen. Dann bin ich den ganzen Tag motiviert, dass ich irgendwelche Einheiten battle oder sonst irgendwas mache. Wir vielleicht bis auf die Nacht nicht ganz fertig und dann fein noch zu 10% und dann kommt der Bürger, der klassische All-Time-Bürger. Naja, das passt schon. Und morgen mache ich wieder irgendwas ganz anderes. Auf was ich gerade Bock habe. So mache ich es gerade. Wo man denkt, ja, wo der Aufwand am geringsten ist. Der typische, Achtung Kinder,
Das hat mir mein Wirtschaftslehrer beigebracht. Ich weiß bloß nicht mehr, was war. Entweder war es das Minimalprinzip oder das Maximalprinzip. Auf alle Fälle war die Beschreibung davon, mit dem minimalen Aufwand das Maximale rausholen und dann weckt mein Hirn halt ab so mit, okay, das war eine coole Mechanik. Was müssen wir dafür tun? Das. Das klingt eigentlich ganz easy. Hast grad Bock? Ja, hock mir hier und mach. Obwohl eigentlich wahrscheinlich andere Dinge viel wichtiger werden. Bei den letzten 10% wird aber auch die meiste Zeit verschissen. Ja, aber das ist ja das Kreiselige. Eigentlich so wie es jetzt da steht von den Mechaniken. Das ist vor 10 Jahren schon gegangen. Angreifer, Raketen, dies, das, keine Ahnung. Alle Gebäude hat es vor 10 Jahren schon gegeben. Aber die letzten 20%, dass ich für mich zufrieden bin somit so, jetzt glaube ich, ist wirklich richtig gut. Die hauen wir noch nicht durch, natürlich. Aber noch mit 20% mehr in Richtung, jetzt ist es richtig cool. Dann lass es wieder ein Jahr lang liegen, dann fallen da 1000 Sachen rein. Boah, das war eigentlich, das tue ich oft. Ich gehe zum Beispiel her, so, wir haben jetzt da 10 Gebäude. Vergiss einmal alle, ja, vergiss das große Ganze, mach das Hauptquartier auf oder irgendein Gebäude, schau dir den ersten Tab an, dann sitze ich da, starre den ersten Tab an und frag mich, was darf ich jetzt da besser machen? Was würde ich da jetzt besser machen? Performance-technisch, optisch, Funktionen, was auch immer. Ja, vielleicht das, schreib das irgendwo hin, zweiter Tab. Und schauen wir das an. Wie kann man das besser machen und. Ich glaube, dass ich da manch Interface von einem Gebäude mindestens schon zum 4. Mal komplett neu gemacht habe. Aber naja, mir macht ja das Spaß. Ja, sonst da das ja nicht. Bei den letzten 10 haben wir noch Annex DLC coming November 2017. 80-20-Prinzip, ja. Pareto-Prinzip, 20% Aufwand für 80% Erfolg. Richtig. Und für die letzten 20% brauchst du 280% Aufwand. Das halt polished ist einfach. Das ist übrigens auch der Grund, warum die ganze Welt an Spieleentwickler ihre Spiele nur zu 80% fertig raushaut. Ja. Das ist eigentlich eine schöne Erklärung. So, jetzt muss ich schnell einen Koni retriggern und hoffe, dass er noch da ist. Das war vor 5 Minuten. Bevor es Kisten anfängst, Katalüger ertrage. Why not both? Conny, merci dir, ich hoffe, du bist noch da. Danke dir. Das ist 20 ist 2, so was ist. Beni, merci für 17 Monate. Bier. Okay. Cyberfox von einer Stunde, 5, ein Knarr auf Kettenberg und seine quackige Crew, habe ich noch gelesen. Sehr schön. So, und jetzt ist 5 vor 11, wir haben uns wieder eine Stunde lang totgelabert. Freunde der Sonne! Jetzt ist gut, sonst killt mit Bürgerin. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen. Smashen Sie den Like-Button. Vielen Dank wirklich an jeden, der NX sagt. Vielen Special Thanks an alle Supporter-Account-Käufer. Ich hoffe, dass es mit der Zahlungsgeschichte kein Problem nicht gegeben hat. Das war die am wenigsten getestete Sache, weil ich das wirklich auch von den anderen Leuten nicht testen habe lassen, die da schon seit Wochen drin sitzen. Da habe ich wirklich gebetet zum lieben Gott, dass da nichts feiert, aber es scheint ganz gut zu funktionieren. Ich habe bis jetzt noch keine einzige Nachricht irgendwie gekriegt, so mit verstehe nicht, das geht nicht, oder sonst irgendwas. Ja, vielen Dank dafür. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Herr, und wenn bloß die eine Runde da läuft, oder 2, dann habe ich es probiert und it is what it is. Wenn es ums Geld geht, geht es allbei. Ja, da ist dann das Debugging-Verhältnis vielleicht auch nicht 1:1, sondern eher 1:4. da nimmt man dann die 20% Aufwand am Schluss, die zieht man noch durch, weil man sich denkt, Alter, das wird richtig kreislig, wenn da irgendwas nicht geht. So! Danke fürs Zuschauen, danke fürs Liken, schönen Gruß an den Nachschau-Squad. Triple F für die Moderatoren, ab in den Chat. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Donations, vielen Dank für die neuen Mitgliedschaften. Ich weiß nicht, was da heute wieder los war, da hat einige geschwappt. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Falls doch, dann tut's mir leid, ich war hochkonzentriert. Wir sehen uns am Micker mit Green Hell. Ich denke, da wird wahrscheinlich öfter gestorben wie einmal. Ich weiß sowieso nicht, wie wir da anfangen. Entweder fahren wir nochmal von vorne oder mit dem wir da weiter, wo wir letztes Mal haben wir noch 20% Leben, glaube ich. Das entscheidet der Zukunftsbürger am Micker. Wir sehen wir uns in Annex, hätte ich gesagt. Vielen Dank, Kuss auf die Nuss. Ich wünsche euch eine gute Nacht und bis Micker 20 Uhr. Habe! Was wird denn eigentlich, wenn man so macht? Ja, das ist nix. Okay, tschüss. Was willst du tun? Okay, tschüss.